Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Iwo und ab die Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. wie an der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt geschehen. Kurz und bündig, motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, So, also, red noch einmal, Bruder. Wow. Perfekt. Wow. Geil, Mann, vom Extrazug Wow. in die Charts. Von den Charts ins Studio zu uns. Rapid Alawi. Wie findet ihr das Intro? Bro, Extrazug, ich bin noch nie im Extrazug. Nein, der Sound, Bro, der Sound. Das Nicht Sound ihr. für den Extrazug. Ah, Sagt mir das nicht so? Ich hab gemeint. Bro, du bist jetzt der Erste, der das gebracht hat. Ja, egal. Nein, aber ich habe das ja gerappt, bei Teil. ja, Im Cypher nicht, irgendwo. Nein, das ist Doch. bei Panamera Freestyle. Aber ich glaube, der Text hast du auch beim Cypher gekickt. Ich bin Fan, Bro. Er ist Fan schon seit 2018, Jungs. Geile Sicht. stark. Also, Also, hat uns gehört. Ja, Der Serro will heute Fitna machen, ich merk's. Nein, gar nicht. Darum, ich gehe offen 3 Jungs. Wo der Podcast vor 3 Jahren gestartet hat. 2022. Ja. Vielleicht irgendwann im 2023. im Ja, Mai. 2023, sorry, ja. habe ich gesagt, ich bin kein Fan von Rapid Alawi. Nein, echt. Moore. Ich schwöre. Aber das Wegen? ist eine allgemeine Einstellung. Er ist kein Fan Allgemeine Aber von du bist allgemein Schweizer ein Rap. Hater, gewesen. so. Also, Sag vorher noch, Sag noch? Du bist allgemein ein kleiner Hater. Ja, Aber- 100%. Aber ab und zu übertriebst du dann mit. Das ist das Gegenteil von Hater. Mit Liebe. Ja. Du siehst schon gut aus. Das meine ich, Bro. Das letzte Mal auch geschrieben, was du nicht. Liebst mich. Unsere Konversation ist vorbei gewesen, Bro. Wir haben alles geklärt. Hast du gedacht, liebst mich. Ja, aber lieb. Was hast du zurückgeschrieben? Sag mal ehrlich. So mehr als alles andere, Bro. Geile Sicht. schön, Mann, schön. Heftig. Für mich übertrieben, wenn ich ehrlich bin. Wegen? Ja, übertrieben. Wegen? Mehr als alles andere. was du Aber kriegst. ich will nicht fragen, wieso er nicht gelost Doch, hat. das habe ich Ja, vorher ja, Ah, also Wegen, ja. wieso bist du kein Fan? Gsi? Bruder, persönlich, ich bin kein riesen Fan von Strassenrap. Mhm. So, das ist meine Verstanden. Ich habe ja persönliche. gesagt, 079. Ja, legitim. Okay, Bro, ja, verstanden, fair. verstanden. Als erstes mal, hör auf Leute, die haten. Bro, es ist Fakt. Du hast, also, es ist ja kein Diss. Du hast Schweizer Rap gelost, aber nicht Strassenrap. Also, erstmal, ich habe Schweizer Rap gelost. So, auch zum Beispiel Loco und Rini. Ja. Aber auch sehr viel aus der Berner Szene, Jungs. So, Ja. Manilio. Native und so. Native auch, Bruder. Mehr Manilio, mehr Tommy Versetti. So die Szene. Ja. Das ist mal eine Szene von Rap. Von mir aus, das ist kein Strassenrap. Easy. Aber 079, das ist Pop, Bruder. So, bleib Fair, ja. real. Ja. Bleib ja. real, Bruder. Okay. Dein musikalischer Horizont ist SSIO und nachher ist fertig, Bruder. Bro, es ist viel mehr. Du hast, heute hast du gehört. Heute hat nicht Stimmt. ein Dua Lipa und Ibrahim Tatteses Remix laufen lassen. Hat er laufen lassen. Stimmt. Ich los alles, Bro. Das Ich los ist alles. alles. Remix, ja. Ich habe sogar glaub, Jüdisch, Serbisch, ich habe Albanisch, ich habe alles. Ich bin ein Mensch, wo Musik ist Musik, Bro. Bruder, auf jeden Fall. Mein Problem, um das noch schnell zu erklären, ist einerseits, ich bin nicht so Fan von Strassenrap. Ja. Kann man das als Genre nennen? Ja, ist eigentlich nicht. Oder? Ja. So. Und zweitens bin ich nicht Fan von, oder ich bin mir gewöhnt gewesen, so ein bisschen klare, gemasterte, saubere, das klingt jetzt ein bisschen falsch, Also er wird sagen, wo ich Quali Nein, scheiße nein. war. Er wird sagen, wo ich Quali scheiße war. so, also der Sound, so vor Versuch Champs-Élysées. reden. Nein. Versuch reden, Bro. Versuch Der Sound vor Champs-Élysées und so. Sind wir ehrlich, ist es rough gewesen oder nicht? Ja, das ist full rough. Aber war Bro, das das ein ist Drill Lieder gewesen? Das ist unsere Ich schwör- Anfangsphase gewesen. Ja. Ich kann dir sagen, dort haben wir... Was gibt's zu lachen, Alter? Ich bin mit dir eine Konversation führen, sag Bruder, sorry. Dort hat auch ein Track 60 Stutz gekostet für Mixen, Aufnehmen und ich glaube 60 Stutz ist noch Mastering gewesen. Also die Tracks sind 120 Stutz wert gewesen. Aber er hat sich auch gesteigert mit der Zeit, bei dem wir aufgenommen haben. Ja, Dann ist voll. Quali auch besser. Und dann haben wir auch Studios gewechselt, der hat aufgehört und... Also in dem Fall ist Schuld von Studio eigentlich, wo wir vorher sind. Wie? Nochmal? Von dem Studio ist Schuld.
dass die Quali nicht so gut war. Also dazu mal sind wir zufrieden gewesen, aber Ja. Oh nein, eigentlich, Bro, ich sag dir ehrlich, für die Zeit, das ist eigentlich es ist nicht schlecht gewesen. Für den Preis auch. Und dass ich gesagt habe, ich fühle das nicht, das ist von dort gekommen. Okay, aber nur Aber das wegen ist der der einzige Qualität vom Sound. Und weil ich nicht Fan bin von Strassenrap. So. Was ist denn das Problem mit Strassenrap? Also, Also Bruder, wenn ich Kind habe eines Tages. Und, nein, Spaß, weil ich Bro, schon schau mal deine Podcast. Bro, der Podcast mit Caesar zum Beispiel, Ja. der ist maximal. Ei. Der ist maximal ein, Bruder. Mit wem? Mit wem? Mit Caesar. Ja, er hat das Wort gesucht, ich habe es ihm Ich vorgelegt. näher gehen, sorry Bruder. Bro, Nicht, dass man es wirklich gut gehört. Oder Ah, okay. einfach ein bisschen höher stellen für dich, wenn es einfacher ist. So, ja. Ja, So ist perfekt. Ja. Sag Bro, mal. eben, ist einfach Eib gewesen, Bro. Bro, es ist nicht schlimm, Bro, es ist lustig, aber Bro, ich ein bisschen Fremdscham, Bro. Also machen wir so jetzt. Was meinst Ich du? habe ein paar Notizen gemacht, Bruder. Was Notizen? So von Lied. Nein. Nein. Vorbereitet, nein. Bro. Also, hast du auch recht, Bruder? Da kann man auch nicht sagen. Ich sage auch nicht, Bro, ich höre meinen eigenen Podcast auch nicht. Jetzt war auch komisch, glaube ich. Ja, oder? Ja, Was sind ihre eigenen Songs? Nein. Nein. Also, zum am Anfang. unsere schlechte Masterings und so Ja, durchhören. ja, okay. Nice. Haben wir schon mal ein Lied so aufgenommen, nachher nicht mal gehört, so, weißt du was? Chöp. Lass sie, Chöp. Doch, sicher, das hat schon gegeben. So. Full Chip nicht, aber man gewusst, es wird nicht released oder es wird okay. nicht. Mit dem Gabo haben wir mal ein Lied gemacht, das nie Der rausgekommen Gabo ist. Litau. Ja, Shoutout an Gabo Litau. Luzern. Ja, man. Ja, voll. Der ist nie rausgekommen. Wieso? Das ist mir sicher. Boah. Nee, ich glaube, das Arrangement vom Beat, das hat irgendwie nichts gepasst. Das ist auch vor 5-6 Jahren gewesen oder so. Ja. Und Wo haben wir das aufgenommen? in Luzern. Ja. In Luzern sind wir dort gewesen, glaub's. Und ich weiß gar nicht. Es hat einfach nicht gestimmt, man hat keinen Hook gehabt. Es ist einfach Parts nach Parts. Schon versunken, so. Ja, voll. Gut hast du gesagt. Voll. Dann auf jeden Fall. Der Fast, Bruder, er so, ja, versunken, Bro. Chill jetzt. Hänges mit Fit. auf jeden Fall Fast Forward R2A. Habe ich 5 Tracks, die ich sehr geil finde. Welche? Wollte ich jetzt auch noch schnell sagen. Erzähl mal. Wieso sind jetzt? Soll wieder mich jetzt da oder Spot tun? Nein, also ich sage euch, Mach schnell auf dem Spot. nein, R2A Bruder, sowieso. ich müsste schnell aufmachen, um euch die Mach auf. Titel zu sagen, wie ich Also, habe sie gespeichert, aber ich kann euch sagen, zum Beispiel der R2A, jetzt werden die Mütter, Bruder, sehr geil. Und dann der, Ihr habt das Maastricht. Ah, Ja, der, der, ah, kaputt, der, ja. ich Geile Sache. Ihr habt das ja beim Dings erwähnt, beim R2A-Song. Ja, man. Kurz so wie bündig. Ja, einfach. Ist vorher so nachher Steve Merson erwähnt vor worden? uns, Bruder, ich weiß genau, vor uns. Scheiße, der Bruder hat es getroffen, Mann. Einer hat es getroffen, Mann. Wieso haben wir uns nach Steve, wieso sind wir gerade kurz nach Steve Merson? Das muss ich ihn fragen. Bro, Wieso das haben sind wir, wieso, Partner- Bruder, wieso Steve Merson, oder wieso überhaupt Steve Merson im Zusammenhang Bro, so? Steve Merson macht gute Sachen, Bro. Also, Meinst Bro, ich habe gerade sta vorher drüber geredet. nicht- Ich habe ich stehe nicht hinter allem, was er macht. Bro, ich weiß Okay. nicht, was er privat macht, Bruder. Aber Okay. das in der Öffentlichkeit, das Ja. mit Leuten beschenken und so, das finde ich auch sehr gut, Bro. Ja. 100%. Aber jetzt, ich habe nicht, also dort habe ich noch nicht gewusst, dass er so... Ich in den Apamari. Nein, das habe ich nicht gemeint, Bro. Das habe ich nicht gemeint, Bro. Nein, ich habe nicht gewusst, dass er da so ein bisschen Meinungsverschiedenheit hat, sagen wir so. Bro, er ist Fan. Siehst du? Das ist das Problem. Bruder. Merkst du, Bruder? Er Aber- schaut die ganze Zeit an, Bro. Darf ich schnell, sorry, bevor wir da ins Thema Steve Merson reingehen, ich glaube, reden wir doch erstmal über unsere Gäste Ja, und ja, über fix. das, was mich interessiert. Und nachher können wir über gewisse Ja. Menschen, Aber die Line ist geil, oder? So, ich mach's kurz so wie bin. Der ist wirklich Legende krass. für die Leute, das ist noch wichtig, am Anfang ist Legende für die Leute. Ich mach mach's kurz kurz so. wie bin ich. Ja, das ist Sehr schon geil. krass. Das ist Sehr krass. Nachher ist aber Steve Merson kommt nachher. Auf jeden Fall. Reihenfolge, Getroffen. R2A. R2A, Intro und nie mehr. Das sind Okay. 4 Lieder. Ja. 4, die habe ich gemeint. Ja, aber das Die 5. ist Chance Idee, was ist jetzt? ich bin nicht nur ein Album, Bruder. Bro. Nein, das ist schon Geile Sache. ganz Ja. klasse Ding. Das sind also ein bisschen meine Favoriten. Ja, ganz klar, Mehr ganz habe ich klar. auch voll Der Rest viel. ist alles so ein bisschen experimentmäßig gewesen. Voll. Aber das ist jetzt euer zweites Collab-Album gewesen. Ja. Genau. Jetzt, ich weiß nicht viel über euch. Ich habe heute erfahren, ihr seid 2000er und 2001 Jahrgang. Wo hast du das erfahren? So, wo hast du das erfahren? Bro, wir erfahren schon. Ah, okay. ChatGPT gefragt. finde Ja, das- schon mit ChatGPT. Nein, aber es kommt, ich weiß, ich habe irgendwie schon mal irgendwie Ich kann auch mal eingehen, so wie Namen so. Kennst du alle wie Anzeigen von der Schweiz? Noch also, ja, kann der und der macht das. im Irak geboren. Wurde krass, 2000. so. Mit Geschichte und so. Von Irak geflüchtet und so. Ich glaube, das ist aber auf Das alles. Quelle ist glaube Lyrics Magazine gewesen. Wahrscheinlich, ja. Die sind jetzt so ein bisschen die einzigen, wo. Ein bisschen etwas postet, ja. Ja.
Du bist schon breit, hä? Was meinst Du du? findest mich locker noch, oder? Bro, ich habe Angst, Bro. Hör auf, sag Ich ehrlich. habe Respekt. Ich bin überrascht, dass ihr sind ja schon jünger als mir, man. Schon recht, Wie ja. alt sind wir, Bruder? Ich bin 95er, er ist 94er. Ja, Bro, chill, Bruder. 5 Jahre. Bist auch noch jung. Aber du kannst mich locker noch, ich sag dir ehrlich. Nein, Bro, nein. Ich Kannst kann du nicht. hör auf jetzt auch machen, Bro. Okay. Bro, ich noch nie, Bro. Eben genau, da es ja wenig gibt im Internet drüber, wo auch so Quellen verifiziert ist über eure Geschichte. Mein erster Berührungspunkt mit euch war, wo Don Fuego einen Track gemacht hat. Mhm. Erzählt mal ein bisschen, so ein bisschen von eurer Seite, wenn ihr Bock habt drauf. Ja. Wie hat die Collab zwischen euch beiden angefangen? Und Bro. wieso ist Steve Merson kein Teil von... Ich kann auch mal so erzählen, Bro. Wir haben Bitte. damals auch Don Fuego gelost, also ein paar Lieder. Wann ist das gewesen damals? 2019, 18? Nein, Bro. Schon viel früher. Schon viel früher. Okay. Also Also haben die- wir noch nicht richtig mit Musik angefangen. Dort, wo er... 14, 13, so. Voll Konsumenten gewesen. Ich Halt. bin Untergrund, so wie Tiefgarage. Hat er damals Ja. Oder das Lied mit dem Hero. Macht Platz für den Bösewicht und so. Ja, voll. Das ist sehr Zürich Nordseite. So, Ja, voll. Dort haben wir ihn schon gelost. Und wir haben einfach gedacht, so Legende. Er hat uns, glaube ich, aber Ja, er hat uns auch gefragt hat uns wegen dem geschrieben. Lied. Sind darum erst am Sicher. Album dran. Ja. Sind wir es Tage aufnehmen, Mann? Und vor dem haben wir schon Sound gemacht. Natürlich. Ja, Ja, dort haben wir schon ein paar Sachen draussen gehabt. Wann ist das rausgekommen? 2018, 2019? 2018, glaube ich, die ersten paar Sachen Ja. gedroppt. Kann das Ich glaube, sein? 2018 haben wir das erste Mal auf YouTube Sachen gepostet. Ja. Das war wahrscheinlich so 2019 gewesen, glaube ich. Ja, plus minus. Ja. Ja. Schon brutal schnell gegangen, Jungs. So 2018 haben wir die ersten paar Sachen gedroppt und 2019 erste Cypher. erste Cypher. Nein, doch 2019 Doch, 2019 erste erste Cypher. voll. Und nachher sind nachher schon noch draufgegangen, so auch mit Zahlen und so weiter auf YouTube. Champs-Élysées vor allem. Champs-Élysées ist auf eskaliert, ist auch am 2018 oder 19 rausgekommen. Ja, voll. Ich weiß bis heute nicht, warum das so eskaliert ist. Ich schwöre, Keine das ist jetzt schauen. Erklärung, nichts. Bruder, es ist, also weißt, wenn man jetzt von der, ich sage jetzt Musiktheorie ausgeht, hat es halt einen Hook, der Catchy. sehr catchy ist. So, es ist wahrscheinlich eures poppigste Lied, Bruder. Wenn man Ja. so das sagen Ja, darf. So ja. rein vom Aufbau. Weil das ist das Lied, das ich am meisten gefühlt habe. Ja. Das sagt sehr viel aus, Bruder. So, Wenn du am meisten fühlst, wo dann du ist weißt- eher ein bisschen poppig, Bruder. Ich sag dir, wie es ist. Aber es ist auch easy, Bro. Weil die meisten Leute hören eher so Musik wie ich. Ja. So, aber anyway, ja, ich stand dazu, ich habe auch kein Problem damit. Ja, fix. 100%, Bro, ja. Gut, 2019 ist das, nein, 18 ist Champs-Élysées gekommen. Ich glaube 18. Ja. Ich muss schon nachschauen. Und euer erstes Konzert? Das hat mich gerade letztens, habe ich so ein Interview gemacht mit so einem Jungen für die Schule, hat er irgendetwas müssen machen. Da hat er mich auch gefragt, wann das erste Konzert war. Und ich weiß gar nicht, so richtig Konzert, so 808-Style oder Rap City, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, der erste Rap City war dort im Keller vom Komplex. Contest haben wir gehabt. Ja, im dort damals. Komplex ist so ein Kontext, am Rhyme, Alter. Ist im Contest gewesen. Ist im Contest gewesen. Dort ist eigentlich der erste Auftritt gewesen. Aber dort sind auch nur, Bro, es sind 20, 30 Leute. Adliswiller dort gewesen. Das sind nur unsere Jungs, die Ja, da ja. Und eigentlich ein Kriterium von der Jury ist eigentlich so Crowd Reaction. Es sind 20, 30 Leute von uns dort gewesen. Ja. Es ist eigentlich voll klar gewesen, dass man das Ding holt. So. klar. Aber ich glaube, das hat es auch nicht es hat schon einen Push gegeben, aber Champs-Élysées ist jetzt auch nicht weg dem Platz. Ich glaube, das ist sogar schon draussen gewesen. Ja, Bro, die Backstage-Szene will ich auch nie vergessen. dort. Was für Ja, Backstage- man, im Anyway, Jerome Bro. hat uns nachher Ja, grüßen. das Ja, ist ein Contest, oder genau, was? Bruder. Bro, das Ding ist, du hast einen Backstage-Contest und das sind so wie viele Rapper? 10 Rapper, keine Ahnung, plus minus. Also Leute, die sich so beweisen Ja. und so, Ja, wo man nicht so ja. kennt in der Ja, Szene. Genau, Ah, okay. genau. Und der Backstage ist wirklich klein gewesen und das ist für alle Contest-Rapper dort eigentlich gesehen. Das Problem ist, wir sind etwa wir sind schon mit Jungs gekommen, aber wir haben gedacht, komm, nur so 2, 3 lassen wir rein. Und am Schluss sind alle dort gewesen, Bro. 30 Leute, Bro. Kein einziger anderer Contest-Rapper ist drin gewesen. Scheiße, man. Hat euch gehört, hä? Aber das Schlimmste hast du gar Bro. nicht gesagt. Das Schlimmste ist, Bruder, die Leute haben sich angefangen zu verlieren, haben sich zu wohl gefühlt. Nachher getränkt, Joint, also. Bro, Joints wäre okay. Wir haben einen Kollegen, Bruder, der ist Igor. Ja. Schöne Grüße. Shoutout, Igor, Er Bro. kommt, Bruder, er macht zuerst mal so einen Pape-Streifen und baut sich so einen Joint, Bruder. Und er raucht ihn den ganzen Abend. Alleine. Der Bruder hat, Alleine. ich schwör bei Gott, der Bruder hat einen 50 Gramm Joint im alten Räumchen von ihm, hat er einen 50 Gramm Joint gebaut. Natürlich nicht so, noch hat er glaube alles wieder aufgemacht, haben wir so normale kleine Joints gebaut. Bro, so ein Teil, der Bruder. Bro, Das er ist hat basic, Bruder. Er hat gesagt, heute ist ein schwieriger Tag für ihn, Bro. Bruder, auf jeden Fall eben, nachdem, also, die Szene, die ist das, wir sind gegangen, schickten der Jerome ein Bild von der Decke. Bruder, irgendeiner hat eine Spraydose genommen und auf die ganze Decke Adlissil geschrieben. Mit Jerome meinst du den Hum?
Ja, genau. genau. Bruder, Bruder, so wird euch nie mehr per buchen. Hat er auf Talk gemacht? Wer ist quasi? der? Jerome Hum? Der Rhapsody. Ah, okay. Bro, Sorry, ich habe mir mit Namen und so. Das ist easy. Ich sag, Bro, keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist. Ich habe schon die Vermutungen, wer das ist. Also ich weiß wer, aber das ist tragend ist das ist verjährt, Bro. Das ist verjährt. Ja, Das ja. ist Strafe, Bro. Bro, Ivan schämt. Nein. ein schlechter Eindruck auf jeden Fall gewesen, aber es ist schon lustig gewesen. Also irgendwo durch. Ja, Bro, was soll ich machen? Es ist, soll ich sagen, es war euer erster Auftritt quasi gewesen, alle sind gehypt gewesen, Jungs sind gekommen, ein paar sind durchgedreht, okay, kann passieren. Aber weißt du, was noch ein geiler Auftritt war? Und ich glaube, das war auch einer der ersten gewesen, dort in dem Chile-Raum in Altstädten, wo der Dan, Habib und all die dort waren. Ja, Niner Night. Niner Night, Scheiße, Alter. Bro, das ist auch lange her gewesen. Das war auch 2018 oder 2019 gewesen. Ich glaube sogar 2018. Ja, Das war auch Abriss gewesen, ich schwöre, das ist so voll. Und die sind dort noch nicht so online unterwegs gewesen. Die haben voll die eigene Szene gehabt, haben sich voll so Untergrund, haben sich so per WhatsApp Lieder geschickt und so. Die Leute haben all die Lieder gekannt, aber nichts ist wie online gewesen, so viel ich weiss. Das ist wirklich krass. Das war wirklich ein geiler Auftritt gewesen, wo viele Leute. Und das ist halt wie so, ich weiß nicht, Diltili Rap am Mittwoch-Style, so die Crowd ist um dich herum. Check, geil. Und ja, man ist schon ein geiler Vibe gewesen. Und nachher haben so ein bisschen die grösseren Auftritte angefangen. Gut, so aber Rap-City. jetzt haben wir erzählt, dass dort angefangen hat, eure erste, also vor 7 Jahren, eure ersten YouTube-Tracks aufgeladen. Ja. Aber wie ist das passiert mit euch beiden? Bro, wir haben das in der Sek kennengelernt. Ja, erste Sek. Nämlich gerade die Z-Schule, was ich sehe. Was? Ja, Bro. Sek B. Aber es sind beide Vaterswil, oder so? Ja, beide Vaterswil. Eben irgendwo primar woanders, du auch, nachher Sek in die gleiche Schule gekommen, so. So 5 Minuten entfernt. Okay. 2 verschiedene Schulhäuser, nachher in der Sek kennengelernt. Nachher, wer hat was gebraucht und wer hat gehabt? Er hat gehabt, ich habe Beruf. Nein, es ist, Bruder, gell, ich weiß gar nicht, es ist einfach, warum man die gleiche Musikrichtung gefühlt, kann man sagen. Wir haben da die gleichen Kollegen gehabt, also mein bester Kollege bis heute ist mit ihm in der Klasse gewesen, auch, sag mal, nicht der ex-beste Kollege, aber weißt du, der Colo und so, ich habe früher voll mit ihnen chillt. Also eure Clique einfach, ja, voll. Ich habe eher mit denen chillt, schon auch mit meiner Klasse, aber ich habe es mit allen gut gehabt. Ja. Und ich habe eigentlich so für mich ein bisschen angefangen, Texte zu schreiben und ich habe immer mit dem Emre, wir haben so Schulhaus gehabt, das ist wie so in der Pause, da sind wir immer so Runden gelaufen am Schulhaus. Wie im Herbst. Ja, ich schwöre. So, komm mal Runde laufen. Dieser Bruder, 5-4 Abend, Scheiße. Geil, ja. Und dort war noch auf Hochdeutsch, dort habe ich auf Hochdeutsch angefangen, voll so ohne Scheiß. Ja, gibt es etwas von dir oder von euch auf Hochdeutsch? Nein. Das ist nur so wirklich der Anfang, das ist nirgends veröffentlicht oder so, aber so habe ich angefangen, weil viel Deutschrap gehört. Und nicht nachher er da, voll Farid Bang, voll auf den Punchline-Film gekommen und so. Auch voll das konsumiert, oder? So Punchline, so Bitte-Zeiten. Das ist wirklich so die Zeit, wo Punchline sind. Astrid-Szene, ja. Genau. Sind wir auch mit oder? Sind wir auch mit Das hat uns beide halt voll catch, das hat voll passt. Und nichts haben wir eigentlich so textet, freestylt, jeden Abend zusammen chillt, Schulhaushängerei und so. Und nachher sind wir ins 10. Schuljahr zusammengekommen. Und dort haben wir eigentlich so... eben doch, die 10. Schuljahr ist doch noch vorgekommen. Ja, siehst du jetzt. Ja, sorry. Ja, voll. Also ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, ich bin aus dem Gimmi gekommen, Probezeit nicht verstanden. Und ich weiß nicht... Der ist einfach Iraker, Bro. Du hast leer geschmissen, irgendetwas. Bro, wieso musst du so Sachen reden? Das ist nicht schlimm, Bruder, Mann. Besser, Mann. Ich habe mir jetzt überlegt, meine Lehrer haben mir nichts gebracht, Bruder. Nichts? Nichts. Bro, 90% von den Leuten machen Lehre, damit sie Lehre gemacht haben. Das hat mich Kopf gefickt. Es ist einfach so. Ja. Du kannst mir nicht sagen, dass so viele Leute KV machen und jeder sagt, ich will KV machen. Aber Bro, ihr rattet doch von Lehrgrad ab, Bro. Ihr darf nicht so Werte vermitteln. Nein, was wir sagen ist... Bruder, wir wollen, dass du dich nicht so schlecht fühlst, man. Mach jetzt keine Ja, Szene, erstens Mann. das und zweitens, wir können das nicht recht machen, man. Er so, wieso redet ihr nachher, sagen wir, okay, dann sagt er, wieso machen ihr jetzt so? Bro, wir sagen, macht, aber macht, ob es wir gerne machen. Nein, Bro. Oder halbwegs gerne wenigstens. Ja, Bro, halbwegs. das Problem ist auch das System. Das Schulsystem in der Ja, Schweiz. das ist echt das ist das Problem. Weil du kannst mir sagen, was du willst, aber ein Typ, wo Gimmi rausgefallen ist, aber trotzdem sich auch umeinander war, also du hast keine Lehre gefunden. Doch, ich habe nachher eine Lehre Aber du bist ins 10. gekommen. Ich bin ins 10. Also ich habe nicht gesucht, ich bin direkt ins 10. Du bist direkt, wie du rausgefallen bist. Ja. Okay. Also ich bin freiwillig gegangen, bevor ich geschmissen wurde. Ja, das besser. hat Sag nicht so, gelangt. Bruder, sag so. Aber er, Mit mir ist auch noch nie Schluss gemacht worden, Bruder. Bro, aber Gimmi-Prüfung habe ich beim 3. Mal erst bestanden. Bro, du hast bestanden, Bro. Sag ihm, Bruder. Leute bestanden mal Autoprüfung. Serbien ist stolz, man. Wer ist Tesla, man? Was hast du für eine Lehre angefangen? Erzähl nur das schnell. Das ist mich noch wunder. Bruder, Sanitärlehrer habe ich angefangen. Und dann? Ja. Nach ein halbes Jahr geschmissen.
wegen keine Lust gehabt zum dort Ja, morgen. Baustelle, Bruder. Check ich sehr fest. Aber Bro, verstehe ich, aber das ist schwere heavy, Alter. Mit Als 16, Araber. 17 schon so Sachen müssen machen, Alter. Bro, ja, ich bin 15 da gewesen. Oder 15 sogar, man. So ein Iraker, Bro, er kommt, Ja. Bro, flüchtet von Krieg, so, verleg mal das jetzt. Bro, es ist schon schlimm, Bro. Es ist schon... Bro, 90% von der Sachen, die auf der Baustelle passieren, ist Freestyle, Bro. Es ist gar nicht regelrecht, Bruder. Das darfst du eigentlich gar nicht machen. Also, Kind auf der Baustelle. Irgendwie, Bruder. Und nachher, wenn du Mut bist, fangen sie an zu sagen, ja, dann such dir einen anderen Job. Sag jetzt nicht, verpiss dich aus dem Land. Ja. Ich hab Schießerpass, Bro. Shit, Keine man, Ahnung. krass. Aber nur kurz, von wo bist du von Irak, Bro? Von Bagdad, Bro. Okay. Du von Serbien? Von Chupria und Banja Luka, aber das ist Serbische Republik. Ja. Also, und ist es, also in Serbien ist es so in Norden, Süden? Südlich. Okay, chill. Ja. Für die checken, ich check nicht. Ist nicht Gut, gross. also ihr habt dort angefangen zu hängen und nachher habt ihr irgendwann gedacht, ey, also du hast selber schon Texte geschrieben. Ja, er auch parallel. Ich weiß gar nicht, ob sich das überschnitten hat gleichzeitig. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Mit dem Ziel auch das aufnehmen. Nein, gar nicht. Einfach Gar so. nicht. Spaß. Einfach kreativ. Nachher hat er angefangen zu schreiben und dann wer ist der Erste, der gesagt hat, Bro, gehen wir mal zusammen etwas, oder tun wir mal zusammen etwas rappen. Nicht mal ohne aufnehmen, einfach mal zusammen etwas Nein, rappen. Bro, es ist zuerst mal zu Freestyle-Sessions gekommen. Viele Sessions einfach rappen. Nachher Beginn im 10. und so. Schuljahr haben wir uns entschieden, eigentlich, wir haben ja so einen gemeinsamen Insta-Account. Der ist als erster entstanden. So Da wie haben wir die Perli Handyvideos. eigentlich. Oder Ja? herzig. So wie Perli. Ja, genau. Herzig, Bruder. So, Ja, das ist auch einer. Dauis. Ja. Kannst du mal schauen, was er liked und so. Schweizer sind da. Wir haben eigentlich mit Handyvideos angefangen. Ich schwöre, so Also Beats nicht auf wie, Box. also dort wo Mero auch angefangen hat, haben wir auch angefangen. So im aber Auto nicht und so, das Teil. Nein, eben nicht. Nein, Es ist mit klein. Pape vorne auf die Kamera. Mein Kollege er hat unsere Sachen so ein bisschen aufgenommen. Der hat immer so ein bisschen vom Pape weggenommen und auf die Kamera anstatt einfach draufheben, jetzt im Nachhinein. Ich schwöre. Also das Pape auf der Cam draufgeklebt und man hat auch so schwarze Videos postet eigentlich. Oder sogar noch ein bisschen rot. Kennst du das, wenn du den Finger ran tust vor der Kamera und es Ah, so ein man bisschen sieht rot? euch nicht und so, oder was? Nein, Nein, am ohne Anfang. gesehen. Nachher mit der Also wie, Zeit. Bruder, aber wieso hat er überhaupt Kamera von euch gehabt? Nein, Wieso aber er nicht? hat wie ein Mikrofon hat der Handy gehabt, als wäre das Mikrofon nachher so auf der Ah, Box der kann Sound man- so reguliert, damit so super die Autohocker und Rappen-Videos. Ja, so. Ja, okay, check. Ja, Ja, Bro, so haben wir angefangen. Und wir sind übergekehrt, Bruder. So 1000 Klicks, so shit. 1000 Ja. Ja, Mann. Krass. Ja. So hat es angefangen, ich schwöre. Nachher mit der Zeit haben wir uns angefangen zu zeigen und so Videos Und postet. was ist dann die Entscheidung, um euch nicht zu zeigen? Das weiß ich gar nicht Ja, mehr. wir Einfach haben gar nicht darüber geredet. Haben wir wieder mysteriös sein, sage ich dir ehrlich. Nein, wir haben schon Bilder gepostet von uns. Ja, voll. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich mal so Schankgefühl, dass man so euch gesagt rappen, vielleicht momentan ein bisschen chillig und so, das ist mal nur Fotos und nachher irgendwann mal oder so. Gar nicht im Fall, ich weiß nicht. Es sind dann nicht alle Videos. Wir haben einfach so random zwischendurch wieder so Videos postet, glaubst ich glaube, wir haben das alles im Archiv. Wir müssten das mal nachschauen, Mann. Krass. Und dann hat euch quasi die Community euch dazu gebracht, hey, eigentlich könnten wir auch weitermachen, so die Leute fühlen es. Nicht unbedingt die Community, wir haben einfach für uns gedacht, ey, anstatt da auf dem Handy die ganze Zeugs aufnehmen, gehen wir doch mal ins Studio. Und nachher das erste Mal, wo wir im Studio sind wir eben nicht einmal, ich weiß, was du willst sagen. Das erste Mal sind wir beim, kennst du noch den, hat der Noel geheißen? Weißt du noch den von Adliswil? Oh, Bro, bitte. Das ist so, Bei dem, Bro, er ist immer so, Bro, hey, Fresse. Er hat die ganze Zeit, scheiße, jetzt macht er mit dem, Mann. Aber das habe ich voll vergessen, aber stimmt, ja. Wir haben echt eigentlich mal sind wir dort. Er hat so ein Home-Studio, ja genau. Da haben wir das erste Mal so ein bisschen etwas aufgenommen. Nachher eigentlich das erste Mal so das richtige Studio sind wir beim Samir ZH Beats. Ja, voll. Dort sind wir das erste Mal etwas aufnehmen und dort hat es angefangen. Unsere ersten 3 Lieder haben wir dort aufgenommen. Der war früher schon Dings gewesen, man. Klein, also, auch jetzt immer noch, aber der war schon Nummer gewesen, man. Gesetzlos und Ja, so. voll. Ja, es war umgegangen. Bro, der ist ganz, ich habe am Anfang so Folgen, weil eben viele Rapper nehmen so bei ihm auf und dann tut immer so ankündigen, der ist bei mir gewesen und so. Eines Tages einfach so 3 Kurden, Bro, im Schawlar, so drei Väter, man. Also ich habe nicht die kurdische Band, die und die da bei mir, die bei mir aufgenommen. Einfach ist nicht gestern die zwei alles beleidigt auf Straßenrap-Style und dann haben die Kurden so frei für Kurdistan in Mike am rappen. Ist das der Scheiße, Typ, dem seine Frau rappt auch? Ja, Glaube, Die ja. Amazon. Genau. Ja, das ist genau, die, ja. genau. Okay, ich weiß. Ja, genau. Voll. Heftig. Aber Jungs. das heisst, ihr habt, sorry, ganz kurz, das heisst, ihr habt viel von der Community, also auch von den Rapper und von den Musiker Backup bekommen, eben ein Samir oder ein Nein, eigentlich nicht. Don Fuego. Wir haben das auch gemacht, Bro. Was heißt Backup? Also Bro. ich glaube, du meinst so Support auch und Ja, so also Unterstützung schon. und so. Also Bro, Leute haben das schon Sport, teilt und so, weißt du? Ja, Leute Aber ist jetzt schon, nicht Bro. so. So Von proaktiv, Rap- so machen von wir Rapper etwas zusammen und nicht, so. Bro. Doch, der Z hat uns Also, sogar, glaube ich, mal angeboten gehabt.
dass wir das Album so quasi bei ihnen könnten rausbringen, aber es ist wirklich nur so am Rand, ist jetzt nicht voll der Deal oder so gewesen. Aber dort haben wir schon mal gedacht, wow krass, weißt du, das gibt in der Schweiz und ist so wieder verträumt und so. Und Leute haben das schon voll supportet und so. Die Community, aber jetzt voll so Rapper und so, damals nicht so. Ja, aber damals ist auch viel mehr Insta und so. Es ist voll, jeder hat es postet früher. Aber heutzutage ist es einfach nicht mehr so. Heutzutage ist ein jeder macht seinen eigenen Shit, ich schwöre. Ich kann also später noch zu dem kurz zu Live-Auftritt und zu so Unterstützung und so im Game. Aber was mich jetzt Wunder nimmt, ist, ich habe dann 2018 angefangen, und so 2019 ist so, wie so quasi die Rakete losgegangen, voll einfach abgegangen und dann ist eigentlich kurze Zeit drauf, was mich jetzt nur wundert, ist ja Corona gekommen. Hat das so gefickt und auch ein bisschen abbremst, würde ich sagen? Oder hat es nicht so einen grossen Einfluss gehabt? Weil eigentlich gerade 2019 hat es angefangen, voll durch die Decke gegangen. Ich glaube, das ist schon gefickt, Bro. Wirklich? Bro, aus einem Grund denke ich, wir hatten ja einen Red Bull-Auftritt gehabt. Oh, stimmt. Das mit der, so mysteriös und Soundclash und keine Ahnung. So. Was für ein Auftritt? Also nicht Deal, das ist ein fetter Auftritt. AZ und Suna wären dort gewesen, irgendwie haben sie etwas voll Grosses geplant. Ah, was? Dort auch erstmal richtig mit Verträgen und so. Und ja, Bro, dann ist Corona gekommen. Nachher ist ja, glaube ich, so 2 Jahre oder so. Es war schwierig, auch mit Auftritt und so weiter, ja, oder? Bro, das war voll hässlich, Bro. Aber das ist ja ein bisschen wie egal gewesen. Wir sind jetzt nicht voll auf Bookings gegangen, wir haben einfach Sound released, so auch nicht gross. Aber würde ich sagen, weißt du, wenn du so durch die Decke gehst, ist ja, das Beste, was du machen kannst, ist ja, wenn du merkst, es kommt ja krass bei den Leuten an, eben Champs-Élysées, Leute schauen, hören und alles. Und nachher denkst du so, okay, vielleicht können wir ja mal auf die Bühne gehen, weißt du, mal schauen, wie das auch bei den Leuten ankommt. Später sind ja, auf das kommen wir ja später, sind ja nachher Hallenstadion, ob eine Fraufeld und so, alles. Aber würde ich sagen, das hat eure Entwicklung auch ein Stück weit abbremst, oder hat das gar nicht dazu beigetragen, weißt du? Wäre der jetzt an einem anderen Ort jetzt keine Pandemie gegeben, blöd gesagt? Ich glaube nicht im Fall, es hat uns jetzt nicht wirklich steif im Weg gelegt, aber es wäre sicher mehr Zeugs umeinander gewesen zu machen, mehr Events, mehr andere Sachen. Wer weiß, Bro, was nach Red Bull passiert wäre, Bro, checkst du? Ja, voll. Aufs Mal auf Hochdeutsch am Rappen, Bro. Die AZ und so nachher, die sind zu krass, aber man macht auf Hochdeutsch. Ja, Bro, es wäre echt geil gewesen, aber schade. Ja, Bro. Wäre das mit Red Bull in der Schweiz oder wie? Red Bull, was ist das? Soundclash. Ich weiß aber nicht, ob Soundclash, es ist eben so... Ist das, wo jetzt gerade vor kurzem da in Luzern war? Nein, ich habe das auch gesehen. Nein, es ist so ein bisschen, sie haben wie Sachen in Zürich versteckt, es war keine Location, du musste Sachen suchen, war komisch, ich weiß gar nicht mehr genau wie. Und das ist nachher eben alles abgeblasen worden. Einfach so Urban Rap Events, so ein bisschen. Ja, wo es versteckt und so mysteriös. Jackie. Wir haben jetzt aber nicht so viel Auftritt gehabt, dass wir sagen, fuck, wir haben jetzt keinen Auftritt, kein Konzert, keine Gagen und so. Es ist einfach so, wie sagt man dem, sporadisch ist das richtige Wort. Es ist einfach so ab und zu gekommen. Voll. Und dann haben das erste Album rausgebracht? Genau, 2020, RXA. Ja, voll. Das war eine krasse Zeit. Ja, erzähl mal. Das hat ursprünglich eine EP werden. Man sieht sogar im Ausschnitt vom Panamera Freestyle Videoclip sieht man, so Covers ausgedruckt quasi und dann gesagt, ich sage sogar in der Line, bald kommt die EP. Leg dich warm an, Parajumpers. Und RXA EP hat es werden. Und dann haben wir mehrere Songs produziert und haben gesagt, weißt du was, scheiß auf die EP, machen wir gerade das Album. Haben wir 14 Tracks gemacht. Also der Unterschied für euch, also oder auch für die Leute, die es nicht checken, zwischen EP und Album ist einfach die Songzahl. Für mich ja. Es gibt Leute, die jetzt voll philosophieren, was das ist. Das Album sagen die Leute nur mit einem Konzept irgendwie voll persönlich oder es geht um das und das. Für mich ist es einfach Anzahl Tracks, blöd gesagt. So. Voll. Und ja, voll. Wir sind gar nicht gross irgendwie mit der Überlegung, ein Album zu machen. Wir haben einfach mehrere Tracks gehabt und dann gesagt, machen wir eins. Es ist nicht so das Konzept, okay, wir hocken da von null und machen ein Album. Wir haben ein paar Sachen rumliegen gehabt, haben wir das zusammengebündelt und dann ist das Album daraus geworden. Das ist sehr gut angekommen. Sehr gut. Das streamt sich bis heute noch eigentlich fast am besten von allen Tracks. Voll. Ihr habt auch nicht so grosse Promos und so gemacht, immer so für eure Alben und für eure Tracks und so weiter. Einfach nur Social Media, so auf euren Kanal. Wir haben das innerhalb von 3 Wochen haben wir unser RXA-Album promotet. Wir haben im Wochentakt, ich schwöre auf alles, wir haben im Wochentakt 3 Videoclips released. Mit dem letzten Videoclip ist dann das Album rausgekommen, so Freitag 0 Uhr Style. Ja, voll. Wir haben immer am Donnerstag am 8 Clips released. Und sorry, ich habe gespritzt. Ich sehe schon den Real, Bruder. Leben genommen. Und ja, man, nachher haben wir das rausgekickt. Das hat sich aufs Mal fest gestreamt. Viel.
Wo gute... viele einzelne Lieder auch voll durch die Decke gegangen sind. Es sind ja zu dieser Zeit, ja, weißt, ein paar Sachen eben haben sich gerade ergeben. Ich habe zum Beispiel auch mitbekommen, dass Manuelsen auf einen Track von dir reagiert hat. Moise Manuelsen. Moise Manuelsen. Grüße Wie an hast du von Moise. dem erfahren, Bro? Bro, das ist komisch gewesen. Ich bin beim Hermano DI gewesen. Ja. Dann müssen wir, glaube ich, irgendwo durchsehen, irgendwie 3-4 am Morgen sind wir dann zu ihm heim. Ja. Und dann schickt mir, ich bekomme viele Nachrichten, so, hey, Moise Manuelsen. Ich so, hä, was ist mit dir? Am Anfang sicher nervös, die ficken mich jetzt Ja. sicher. Bruder, ich kann in ihrem Livestream hin und dann kannst du so zurückspulen. Voll. Dann habe ich zurückgespult, gesehen ich einfach, wie sie auf einen Track von mir reagiert, Ja. Karim Belarabi. Na, eben, Bruder, die haben es nicht gehatet, aber sie haben so gesagt, ja, das wird jetzt Hate-Bab bekommen, weil es so Schweizerdeutsch. Ja, ja, voll. Die haben eben, glaube ich, dort, wieso gesagt, dass sie finden, also sie haben nicht gesagt, dass wieso schlechter Dings findet, die so, ist geil und so, und ein bisschen versucht, ein bisschen auf Schweizerdeutsch noch etwas Ja, nachdenken. voll. Und dann haben sie so gesagt, ja, ich will jetzt einfach wahrscheinlich pauschal hinüber, weil es auch Schweizerdeutsch ist und Ja, nicht, fix. weil sie Dings, aber ich glaube, er hat irgendwas gesagt, von wegen Flow, der Manuel glaube ich, gesagt, irgendwas Flow hat, irgend so etwas. Nein, Bro, sie haben jetzt nicht unbedingt Props gegeben. Ah, aber er hat mir wirklich noch scheiße. ausgesprochen, Bro, das ist schon Ja, meine ja, Stein fix. für mich, Bro. Scheiße, Mann. Manuel ist eine Legende. Bro, weißt du, was auch krass ist? Wenn du das einschickst, musst du 50 Franken oder 50 Euro oder so zahlen. Also irgendein Bruder da draussen, der ich küsse die Nerven hat, Ah, der 50 Euro für das zahlt, Bruder. Alter, das ist sicher, alles wie Krankensupport, wahrscheinlich Ja, einer von Das ist der Links Gegen- der Rappi, Bro. Jetzt gut. Hat er nie gesagt, Bruder. Da. Ich Also, habe auf okay. den Podcast gewartet, Ich um löse das jetzt zu sagen. auf, Bro, ich löse jetzt auf. Ich bin es, Mann. Ich habe dich beliebt. Ich habe dich beliebt. Du musst Krass. zurückgeben. Scheiße. Und nachher, Ich Bro, schicke du dir hast, Twin-Forderung nachher. direkt, du hast das nachher erfahren, nachher hast du das gehört, Bro, und dann ist das für dich easy gewesen, so, oder hast du wie so... Nein, Bro, ich habe mich schon gefreut, aber... Hast du, Wieso tust du so schüch bist du eigentlich? gegangen, du sagst, Bro, weißt du was, er hat auf meinen Song reagiert, ich mache Nein, jetzt ich ein hab bisschen schon eigenen Weg, geht dein Weg, ich kann meinen Weg. Nein, Bro, ich habe auch schon in Gruppenchats geschickt und so, ey, Jungs, Ja. krass und so. Aber Bruder, also auch Story postet und Ja, so. voll. Aber Bruder, nee, ist nicht draus geworden, Bruder. Ah, Sag ich. okay. Es sind schon ein paar deutsche Kommentare auch gekommen im Lied. Habe ich Ja, schon die gemerkt. Klassiker, so, Ja. was ist das für eine Sprache und so, die Uhren. Palatov lautlos. Und so. Ja. Scheiße. Ja, aber die Hate-Kommentare von den Deutschen sind schon krass, Mann. Ja, ja. Wir sind immer zu hören auf die Hater mit den Ja, vier Flammen das und ist so. echt krass, Bro. Aber das entwickelt sich immer mehr. Ja, das ist schon lustig. Das ist schon krank. Auf lautlos. Das ist echt krank. Man hat euch schon etabliert als Duo. Ja, das ist auch Oder? So ist auch geplant natürlich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr da wollt drauf eingehen, aber wenn ihr jetzt mal einzeln, es gibt ja auch Songs, wo ihr einzeln macht. Ja, So, was, ich auch wundern, was ist so der Gedankenprozess? Wo er ein bisschen Pause gehabt hat, kann man Mhm. sagen. Bro, ich habe viele andere Rapper gefeatured, zum auch, also, was heißt helfen, aber auch, wenn ich es auch gefühlt habe, Mhm. aber auch supporten. Mhm. Bro, wir machen doch unser eigenes Ding, Bro, wenn es muss, Bruder. Ich habe auch ein eigenes Album mal released. Ja. Ja, geil, Bruder. Ja, aber ich kann sagen, aber ich bin nicht. Bruder. Nein, aber ich habe mich auch absichtlich nicht vorbereitet. Ja, alles gut, Bro, alles gut. Nein, es ist jetzt nicht so durch die Decke gegangen, kann ich schon sagen. Auf uns. Aber ein geiles Album. Es ist ein geiles Album, Bro. Es ist auch für mich, Bruder, dass ich mal etwas Eigenes gemacht habe. Es ist ein gutes Projekt gewesen. Wir sind, Hast du mehr investiert als 120 Stutz? Ja, ja, nein, schon mehr, nein, schon mehr. Aber Bro, ist jetzt nicht die größte Investition gewesen. Ja, die größte Investition war, wir sind mit ein paar Jungs auf Berge gegangen und dort habe ich es aufgenommen. Ja, Geil. so geil, Alter. Geil, Ja, Bro, geil. so am Wochenende. Schwarze Magie, ich schwöre Opa, auf alles. Bruder, irgendetwas passiert. Eine, Ich schwöre, Ja. heute kommt, was heute ist- kommt der Podcast raus. Nein, ich sag nicht. Ich weiß nicht, welche Part ich poste. Check it, Hörprobe ab. Ja, Direkt. geil, geil. Krass. Und du hast auch mal vor, ein eigenes Album, oder ist das auch so etwas in deinem Kopf, oder sagst du, ohne alle wie kein ich? Es ist etwas unterwegs. Ja. Ich glaube, mittlerweile ist der Cypherpart online. Gehen CO2 go streamen, Alter. Es Ja, kommt Mann. etwas auf jeden Fall. Also Ja. du bist am gucken, hä? Ja. Du bist am vorbereiten. Am Kochen. Krass, du kannst sicher nachher noch, wenn du willst, ein, zwei Sachen dazu erzählen. Mhm. Aber ich will gerne noch mal bei 2.19 anhängen, wo das eben voll abgegangen ist bei euch. Wahrscheinlich habt ihr dann gemerkt, Bro, Zahlen gehen ab, Leute sind euch am, also weißt du, so reagieren, Social Media sind Leute am Teil und so. Habt ihr dann gesagt, wow, Bro, weißt du, es wäre krass, wenn wir jetzt, wo es läuft, wenn wir eines Tages das noch schaffen. Habt ihr irgend so gesagt, das ja, ist dann, Bro, sicher. was ist denn gewesen, so, Ja, Bro. euer Ziel, Erstens, wo ihr gerade zu den neu ausgemalt habt? also zuerst mal, wo wir den Cypher damals gelost haben, haben wir Ja. gedacht, so, shit, weißt du, wie geil dort sein. Ja. Und er hat sogar lustig, du hast, auf Facebook hast du an Pablo geschrieben, glaubst
Kann sein, ja. Wir haben nicht gewusst, wie man in den Cypher reinkommt. Wir haben gesehen, Ja, heute mal spielt voll. dort. Stimmt. Und ich wusste, dass das über Einladung läuft. Er hat, glaube Ja. auf Facebook an Pablo geschrieben. Was hast du ihm geschrieben? Hast du ihm etwas geschickt? Und so, Bro, er hat mal in SRF ein Lied von uns laufen lassen, Wilde Westen. Ja, Ja. Und ich habe mich bedankt und dann habe ich gesagt, ich soll, wie geht das eigentlich mit dem Cypher? und Also so. in seiner Cypher-Show, er hat ja eigentlich... Nein, nicht Cypher Show, SRF Virus. er ist ja dort. Eben, Bro, aber das- bei SRF Ah, Virus ja, hat er ja, ja, voll. das heisst ja... SRF Nein. Virus hat er Bounce einfach... heisst es, genau. Ja, voll, Bro, hat er einfach laufen lassen, Wilde Westen und hat Story postet und voll gefühlt. Geil. Und dann habe ich gefragt wegen Cypher und so. Und Ich glaube, er fühlt euch voll im Fall. Also ich habe das Gefühl, ja, aber er... er ist schon mal richtig guter Herzensmensch. Bro, schade, dass er so viel disst wird, Bro. Ja. Ich kann gar nicht sagen, es gibt glaube ich, pauschal 100 Leute, die sagen, er lässt extra nicht rein, er ist halt so ein Gatekeeper, der so, Ja, aber er ist wo so schwierig Aufgabe. davon abhalten und so, aber ich glaube, bei euch, er ist auch beim Cypher und so 2019, ich habe auch gehört, als alter krankes Duo und so, weißt, ist heftig und Ja. so weiter. Ja, voll gefühlt, man. Ja, ich schwöre, Bro, für das... Geile für Sache. uns- Und nachher hast du ihm geschrieben, kann ich mal Cypher kommen? Nachher Ja. er so, ja, schick mal, oder ich könnte gerne vorbeikommen. Ja, Bro, hat er gesagt. kann man- Nachher ein Ziel ist Cypher gewesen, haben wir erreicht. Voll, Okay. das ist ein grosser Meilenstein für uns gewesen, Bro. Ja. Das ist krass gewesen, Bro. Wenn wir gerade beim Thema Cypher sind, über den Pablo ist viel in der Kritik. Ich habe ja auch lange mit ihm gearbeitet. Mhm. Das heisst, nochmal ein bisschen einen anderen Einblick gesehen. Vor ein paar Jahren habe auch ich gesagt, der MC Gatekeep, weil er keinen reinlässt. Und wie sehen ihr das? Ich glaube, so der Zürich Strassenrap ist schon etwas, was noch ein bisschen wenig vertreten ist am Cypher. Bro, ich finde Zürich, also meinst du explizit Oder- Strassenrap? Also, es hat sich jetzt die letzten 2 Jahre jetzt auch verändert, aber so. Genau, so explizit Zürich Strassenrap. Am Cypher, meinst du? Ja. Bro, ich sage, es hat extrem viel neue Rapper. Ich glaube, es ist ja schwierig, den Überblick zu behalten, zum alle einladen. Ich glaube, es lange Schwierig. zeitlich auch nicht, zum alle in Zürich-Block hineindrücken. Ja. Darum, das nehme ich ihm nicht übel. Aber was ich zum Beispiel nicht verstehe, dass wir, ich glaube, letztes Jahr sind so 2 Influencer. Weißt du, auch nicht gegen die Influencer, Ja. aber lieber tust du Musiker einladen, anstatt so. So Comedy und so. Ja, Faire genau. Kritik, Ich finde, ja, das ist. faire. wir Aber man muss sind auch Rapper. sagen, der Flavio Stucki, der hat schon abgeliefert. Ganz ehrlich, Jungs. Der Buzzer. Bro, Ich sag so ganz lustig. Bro, aber er ist Lustig gekommen, Bro. gut, Bro, ja, aber Ja, das aber- ist kein Rap, Bruder. Für mich, es hat sehr viele Rapper gehabt, die dort waren, wo entweder nicht so, wie soll ich sagen, inhaltlich nicht so war für mich, oder einfach so die Art und Weise, wie sie dort waren und gerappt haben, habe ich so gedacht, der ist nicht mal überzeugt von sich selber, weißt du? Es kommt so über, wie so, ich gehe jetzt vor das Mic, ich ziehe mit 2 Minuten durch und dann gehe ich wieder, ich will auch wieder weg. Und der Bruder, der ist gekommen, jetzt musst du dir vorstellen, ich will nicht, eben absolut bei euch, wenn du eigentlich ein Format machst für Rapper oder für Schweizer Rap, dann sollte eigentlich die ganze Zeit halt um die gehen. Aber der Bruder ist gekommen, hat sich vorbereitet, Influencer ist gekommen, er hat gerappt, Bro, und ich muss sagen, er hat ein paar Leute in den Schatten gestellt. Jetzt nicht namenhafte Leute, aber einfach so, er hat ein paar Leute in den Schatten gestellt, meiner Meinung nach. Aber Bro, ich muss sagen, als Influencer hast du es ein bisschen einfacher. Weil du wirst nicht als Schweizer Rapper gemessen. Wenn es Ja, wack ist, ja, okay, er ist stimmt. Influencer, wenn es gut ist, wow, krass, besser als gewisse Schweizer Rapper Messlatte sogar. ist Weißt Stimmt, du, ja, das stimmt. unbeschriebene Blattmäßig. Real. Und er ist Influencer, er ist immer vor der Cam, das heisst, er kann sicher auch selbstbewusster als andere, die das erste Mal vielleicht dort sind, auftreten. Wir haben nichts verlieren, wo ihm scheißegal Genau, ist. eben, Stimmt, ja, das ist- eigentlich wie du sagst, wenn er Scheiße macht, die Influencer ist gekommen, ist lustig gewesen, wenn er es gut Ja. macht, Es krank. ist auch schwierig. Also, weißt du, wir haben das paar auch gesehen, die haben. Du merkst schon, die Leute sind nervös. Das ist auch okay. Also, weißt du, ist ja auch. Bruder, klar. erster Cypher, Bruder. Sind die nervös gewesen? Bro, das ist nicht nervös. Das ist, Bro, bis auf, also fast zusammengeht, Bro. Die Ja. Nervosität, Bro, in den Knie, wie Butter ist, Bro. Ich muss sagen, letztes Jahr Cypher bin ich nervöser gewesen als beim ersten und zweiten Mal. Okay. Weil Das war ein geiler Park von euch, aber im Weil ich bin, 24. geile Sicht. Schön. Ich bin 2 Jahre nicht am Cypher gewesen und einfach so die Competition im Rap ich einfach mal wieder wollen zeigen. Und ich bin recht textsicher und so, das ist kein Ja. Problem, aber du bekommst die Nervosität nie weg. So, das ist immer kurz davor, auch bei Auftritt. Wenn das erste Lied gelaufen ist, ist das vorbei, aber so dass davor, du willst, dass es vorbei ist, Ja, dass es im voll. Moment so gelaufen ist. Und dann bin ich, weißt du noch, wie ich am Gehen war? Bin ich so, Ja. Bro, ich wollte jetzt einfach rein in die Buch, Ich habe voll in den versucht Parkour rappen. beruhigen und so. Voll nervös, ich weiß nicht, ich wollte hinter mir haben. Einfach das. Aber ja, Mann. Ist 24 die Line, wo du gesagt hast, warte, ich habe so aufgeschrieben, wie ich sie nicht check. Ich erkläre dir gerne. Erklär es mir bitte. Ist das, zieh deine Uhr aus wie Lamborghini? Ja. Erklär mir das bitte. Ich check's nicht. Was checkst du da nicht? Es Uhr ist so ein ausziehen.
Urus, kennst du Lamborghini Urus? Oh, siehst du, ich sag's nicht, nein, ich kann's nicht. Ah, Lamborghini Urus kennst du Urus, nicht. kenn ich Aber nicht, ja, der ja. Pablo hat mir auch geschrieben. Nein, Bro. Ich hab gedacht, der kommt jetzt mit von die... Aber das ist gerade aber lustig, das ist mir gerade vor ein paar Wochen Schon gefragt, krasse so, Lines, Lambo, Bro, ein aber ich SUV hab und so, weißt du, so, ja, der Urus und so. Oh, okay, sorry, was hast du gesagt? Ich hab gedacht, du kommst jetzt mit so einer Line, wo... Bro, er hat viele Lines, wo viele Leute nicht verstehen Ja, also werden. ich bin direkt auf so einem Level. Ich Ja, aber check's, du hast Bruder. die einfachste genommen, glaube ich. Ja, aber wie ich das kenne, ich habe so gedacht, so krass, man, Lamborghini. Ja, Lamborghini Urus Modell. Und Jetzt check sind deine ich sie. Urus wie Lamborghini. Ja. Gut, und dann hast du noch eine Line, wo ich jetzt, wenn wir gerade dran sind, wo ich auch nicht gecheckt habe. Ich klaue dir dies. Ich bin kein Franzose, aber ich klaue dir dies Weed. Bro, das ist eigentlich so. Ich schwöre, wenn die Lines nicht. Ich schwöre, ich habe gemerkt, bei mir, meine einzelnen Lines Das ist kommen. doch hässig, Bruder. Meine einzelnen Lines kommen wie nicht gut an, wenn sie so separat sagst, aber ich habe das Gefühl, ich tue wie ein Gemälde zeichnen. Du musst es im ganzen. Habe ich das Gefühl, ich schwöre, das ist bei mir so. Stabil. Wie bei Aber Babko vorher zum Beispiel. Ich Ja. weiß nicht, ob ihr den Babko kennt. Macht auch Sound, ein Kollege von mir. Hat jetzt gerade mit dem Pisco etwas rausgehauen. Pisco. Und er bei ihm unterhaltet jede Line. So, jede Line ist ein Punch-Song. Bei mir ist Ja, alles ja. so, es fließt ineinander, es ist alles verbunden. Du ein musst kleines das Ganze- Konzept. Genau, Wie gewisse Alben. genau, zum Beispiel. Ah, jetzt haben wir's. Erklär jetzt die Line. Welche eigentlich- Line ist nochmal Du musst gewesen? den ganzen 16 los noch mit den Line. Ciao. Oh, Bro, ich sag dir, schau, ich Also erkläre erstens- jetzt für all die, die Erstens, tu deinen Ton ein bisschen mäßiger, Bruder. Schrei mich nicht an, Bro. Vor laufenden Kameras, Bruder. Nein, sorry, also. die Line ist, ich erkläre zuerst die Line und nachher eigentlich so ein bisschen das Konzept vom ganzen Part. Die Line, bin nicht Franzose, doch ich klaue dir die Weed. Ja. Die Weed. 18. Genau. Und die Ich will Weed. Die Ja. Weed, genau. Das Genau. ist schon die Punchline, mehr musst du nicht verstehen. Ich bin kein Franzose, aber ich klaue dir die Weed. Okay. Und 18, okay, das ist eigentlich noch wichtig zu wissen. Ich eigentlich den ganzen Part durch habe ich versucht, Zahlen nacheinander aufzählen Aha. und das ABC durchgehen. Das heisst, ich fange an mit, das ist 1A, 2 CB, kein Film 3D und so weiter und so fort, wenn der ganze Part durchgehst. Und dann am Aber Schluss check. bin ich bei 18 gewesen. Zum Beispiel 14 sage ich auch, meine ich aber 4, 10. Ja, mäßig so. check. Alles ist schon hure- Wie fest stresst das, wenn Leute so dich. gar nicht. Ich erkläre es hure gerne, weil ich weiß, es ist ab und zu verschachtelt und man muss sich voll in meinen Kopf versetzen, was nicht möglich ist, um das zu checken. Fix. Weil ich bin Aber- dafür mega Fan von so verschachtelten Rap. So Geil, Kendrick sicher. macht das ja hure krass zum Beispiel. Ich lasse gar keine Ami-Musik. Gar keine Ahnung. Leider. Okay. Bro, weißt du, bei dem einen SRF-Format oder Video, Oh, haben Bro, die- ich hoffe, die haben die- löscht das, man. haben die ja müssen Lines erklären. Und Ja, bei Bro, der, das ist so schlimm Bro, sie gewesen. fragen ihn, er so, Bro, so und so. Sie fragen alle, ja, wie soll ich erklären? Ja, Bro. Hast du nicht etwas gesagt? Sie So fragen so mit nach dir. seiner Line, die so, ja, du, sonst, also, wie soll ich erklären? Bro, aber ich habe sogar dort gesagt, es ist nichts tiefgründiges dahinter, es sind es ballert Punchlines, es einfach. ist so oberflächlich. Selbsterklärend. Selbsterklärend, ich habe gar nicht gewusst, nachher haben wir einfach so angefangen, etwas dort zu schießen, man, einfach irgendetwas anfangen zu erklären. Pablo, bitte löscht das raus, man. Bro, das ist so ein riesen Raum, weißt du? Einfach so, er hat so die vorne so ein riesen Raum, das Camp oben, ja, erklärt die Line. Also, ja, so und so, weißt du, ganz einfach. Nachher, Check die einfach. so ihm, so, ja, du hast das gesagt, was heißt das? Wie soll ich erklären, Bro? Wie soll, Bro, was- Max wie soll ich Cringe, anfangen? Alter, Max Cringe. Scheiße. So im Nachhinein, weißt du, so jung gewesen, gar nicht aber erfahren das vor ist der voll- Cam. Eben, das ist, Bro, wie alt wenn sind sie wir? eingeladen 18, worden, man 19? denkt, shit, dies, das, Explain Ja. Lyrics und so. Schon geil gewesen eigentlich, weißt du. Das ist schon Aber gefreut, aber Bruder, man hat das auf jeden Fall nicht gut vorbereitet, ja, man. kann man Ich habe sagen. gar nicht gewusst, was erklären will. Ich Ja, erkläre ja. es im Text so, weißt du, so. Es ist jetzt nicht, dass ich einen Check ich. Track über mich persönlich geschrieben Ja, habe ja. und ich kann voll erklären, Geschichten dahinter. Es ist einfach, Aber Leute schauen ja oft nicht über den Tellerrand hinweg. Weil sie checken ja vielleicht jetzt zum Beispiel die Erklärung mit, dass du den ganzen Part oder den ganzen 16er über mit Zahlen und Ding aufbaust. ABC und Ja. so. Das ist schon nochmal ein Level, wo man sich dann kann so. Also weißt, ich sage jetzt mal, Bro, Kunst wird ja oftmals sehr elitär angeschaut. Mhm. Also so, man macht. Heile, was heißt elitär? Aus mehrere Sichten. Kommt das an? Ich kann will sagen, Sag jetzt, es Bro. macht Sinn, okay, Also, ich will sagen, man schaut es von oben runter an, auch. Ja. Also Kunst, es gibt wie so eine gewisse Abstufung. Gemälde, zum Beispiel. Warte, Bruder, wie hast du dich jetzt auseinander? Er hat dich einfach gefragt, Bro. Ich kann dann Bro. gerne Ding ziehen. Ich habe mir ganz am überlegen. Schneid raus, Bro, schneid raus. Nein, Bro, nämlich deine. Und er so, ey, was hat der Kelp, Alter? Ich schwöre bei Gott, ich weiß selber nicht, was er sagt. Ich kann Nein. dich will Ich fragen. tue kann- jetzt, ich tue Gott, weil er hat auch gesagt, von oben runter schauen und so. Nein, selber also, nicht ich kann's, also elitär in dem Sinn heisst, es ist hochnäsig, Bruder. Okay. Kunst wird als etwas angeschaut, wo die meisten Leute nur checken, wenn du einen hohen Bildungsgrad hast oder wenn du irgendwo bist in diesen Kreisen,
wo Kunst akzeptiert wird. Wie zum Beispiel, du gehst in eine Galerie, es hat irgendwelche abstrakte Kunst, so irgendetwas gemalt und Leute schauen es an und sagen, ich verstehe jetzt wegen dem und dem die Kunst. Verstehst du, was ich gerade sage? Ja. Es ist wie so etwas, wo Leute eher aus höheren Klassen anschauen und fühlen. Ich glaube, du brauchst auch zum Teil ein bisschen, nicht unbedingt ein grösseres Allgemeinwissen, um meine Texte zu verstehen, aber ich rappe über alles Mögliche. Überall, wo ich etwas aufschnappen kann und eine Punchline kann daraus machen kann, darüber rappe ich. Und wenn du nicht informiert bist über das Thema und es nicht checkst, voll verständlich. Genau, was ich sagen ist, zum Beispiel Rap wird ja oft sehr abwertend angeschaut. So, wenn ihr Straßenrap macht, könnt ihr gar keine tiefgründige Kunst machen. Also, das sagen die Leute. Das will ich damit sagen. Das meine ich mit elitär. Leute schauen von oben und sagen, das ist Straßenrap ist Kilimili, aber was ich im Museum anschaue, ist Kunst. Ja. Oder? Ja. Und ich finde einfach, für mich ist es noch interessant, um herauszufinden, so fühlt ihr euch oft, wie soll ich sagen, Mann, nicht ernst genommen. Ist eine kritische Frage, oder? Also, weißt du, so, ist legitim, ich verstehe. also weißt du, was ich meine? So, Ja, wenn du sagst, ich mache Straßenrap, sind die Leute vielleicht so, ja, okay, aber was Schon Das hat auch weniger, zeitweise auch mit Unterstützung zu tun, weißt du? So, dass eben zum Beispiel, keine Ahnung, wenn Medien das Gefühl haben, so, ja, Gangster und krass und so, das ist erstens eine Kunst, weißt du, viel über das und das reden, ist sicher eine Kunst, und zweitens ist so, irgendwelche junge Leute, die einfach kein jetzt gleich durchdrehen und so. Bro, darf ich etwas dazu sagen, nur schnell, Bruder? Außer, Bro. Wegen Schweizer Kultur ist für mich einfach tot, Bro. In dieser Hinsicht, weil es einfach nicht vielfältig ist. Bro, allgemein, Kultur wird da gar nicht gefördert. Es wird fast gar nicht gefördert, meiner Meinung nach. Auf andere Sachen nicht, Fußball. Es ist schon aber es wird einfach nicht gefördert, Bro. Mit Kultur meinst du auch kunstbezogene Kultur? Kunst allgemein wird gar nicht gefördert. Wenn jemand mal aus der Reihe tanzt, ist gerade komisch. Das ist, und darum fühle ich das auch gar nicht. Das ist allgemein in der Schweiz, alles wird gated. Sobald du etwas machst, was nicht normal ist, direkt wirst du gated. Und normal in dem Sinn heisst für dich, wo nicht am 0815 Schweizer... Genau, wie zum Beispiel, wo der Podcast angefangen hat, Bro, ihr habt sicher auch Hate bekommen. Ja, Leute haben natürlich schon gesagt, Ja, so, was Bro. machen die so? Ja, oder? aber wieso machen die das so, Bro? Und jetzt, die sind brutal da, Bro. Ihr verkauft, also, ich weiß nicht, was verkauft ist, das Volkshaus, bin ich auch gesehen. Danke für die Aussage übrigens. Bruder. Hast du dich gekauft oder bist du eingeladen worden? Eben, Bruder, das ist es. Aber schon gut. Nein, Bro. Bro, Liebe, ich kann nicht so, Bro. Klär mal Eintritt und so, weißt du. Aus Spaß eigentlich, Bro, aber... Voll schon Spaß, Bro. Ernst meint. Ich kann nur so geschrieben. Ernst meint. Kein Problem. Ich So, go, Bro. Bro, schreib auch einen Spaß. So, Bro, klär mal auf Malediven, Bro. Support, Bro, Kraftticket. Nein, aber look, Bro, ich kann dir auch etwas sagen zu dem, wo ich arbeite, also ich bin ja in einer Kunsthochschule. Ja. Das heisst, ich sehe mittlerweile, wie die Elitäre. Dankeschön, wie die elitären Prozesse sind. Oder? Und eine Erklärung zum Beispiel, warum Strassenrap oder warum Kunst von jungen Menschen, die nicht aus höherer Familie kommen, nicht aus höherer Klasse kommen, nicht unterstützt wird, ist ganz einfach. Bro, Kunst wird schon unterstützt. Mit fetten Beträgen. Zum Beispiel Schweizer Film kostet amix 2 Millionen. Und über die Hälfte ist unterstützt vom Staat. Also das Kulturgelder Geld, und so Zeug. Kulturgelder und so. Ja. Das Zeug ist Bruder. Wir haben angefragt, aber gut, sie haben gesagt, es hat sich verdoppelt, die Anfrage nach Kulturgeldern. Und ich glaube, sie bevorzugen, wir haben es nicht bekommen, aber ich denke nicht, das ist das einzige Kriterium. Aber was ich wollte sagen ist der Prozess. Ich meine, ich mache jetzt 8 Jahre Musik. Oder? Und wann haben wir von Kulturgeldern erfahren? Vor 3 Jahren oder Vor so. 3 Jahren. Also die ersten 5 Jahre schon mal haben wir nicht davon gewusst. Ja, Bro, am Anfang hast du nicht unbedingt beantragen. Aber ja. Mal, Bro, du hast können, weil es kommen die Leute, die machen im ersten Jahr Musik, holen sich Kulturgelder. Bevor sie Musik machen, sagen sie, ich will Musik machen, gib mir Geld, damit ich Musik machen kann. Aha, okay. Schon. Ja. Wir haben rückwirkend gefragt. Zum Beispiel, Bruder, oder sie gehen zu Institutionen, weißt du, zu Schulen oder zu Leuten, die in diesem Business schon etabliert sind, oder? Und sagen, ey, Bro, du kannst mir nicht sagen, dass es Musiker gibt, die vor einem halben Jahr nichts released haben und ein halbes Jahr später sind sie jetzt fette Konzerte am Spielen. Wegen Talent, Kische. Bruder, das ist einfach, weil sie halt auch vernetzt sind mit den Leuten. Ja, das wie sie die richtigen Leute bei sich haben. Und das ist ein systematisches Abdrucken. Weißt du, so Strassenrap oder halt Kunst von migrantischen Personen, Bro, wird oftmals einfach abgedruckt und gar nicht die Chance geben, weil du bist nicht auf gleicher... Unmöglich, Bruder. Ja. Weil du musst erst mal 5-6 Jahre hustlen und dir einen Namen machen, bevor du überhaupt an den Ort kommst, wo dir irgendjemand hilft und sagt, okay, Kulturgelder und so macht man. Aber ich habe Kulturgelder angefragt.
haben wir angefragt, aber eben, sie haben gesagt, verdoppelte... Die automatische Antwort, so, hey, danke vielmals für eure Anfrage und so, aber Strassenrap, das haben wir gerade kein Ja, Geld. und sind wir ehrlich, vielleicht ist nicht mal Straßenrap. Das Problem ist vielleicht, ihr habt das selber gemacht. Oder? Bro, ich meine, es gibt auch Leute, die wissen, wie die Dokumente laufen. Die wissen, wie man das muss ausfüllen muss. Die wissen, was man muss schreiben, damit du... Weißt du, was ich meine? Oder kennen Leute, die vielleicht... Oder kennen Leute vielleicht, die helfen. Oder geben sogar so, keine Anwälte oder so, weiß ich nicht. Also weißt du, und das sind alles Möglichkeiten, die ihr vielleicht weniger habt, die wir weniger haben. Weil wir die Leute nicht kennen, weil wir vielleicht nicht... Bro, weil wir sind aufgewachsen mit Formularen ausfüllen, unsere Kindheit lang. Weißt du? So. Ist gut, man, wir haben es gesehen jetzt, man. So, lasst uns in Ruhe. Schwör. So, und das ist einfach... Also darum finde ich so, du kannst gar nicht pauschal sagen, ein Strassenrap ist weniger Kunst. Nein, gar nicht, Bro. Ist nicht weniger Kunst, aber wird genauso Wird elitär angeschaut. Voll. Weißt du, zum Beispiel jetzt in Deutschland ist es ja... Bro, jetzt in Deutschland... Eben, ich habe das Gefühl, alle 2 Wochen kommt ein neuer Rapper raus, weißt du? Ja, Dort gibt es aber auch Formate jetzt mittlerweile, halt auch von den Leuten selber, wo sie ja zum Beispiel pushen, so mit Rap La Rue, Icon und so weiter, sind ja alles... Das ist gar nicht, das fühlt man gar nicht, Bro. Ja, ich fühle nicht, so Rap La Rue. Ich schwöre, der Sammy hat sogar auch mal in seinem Stream auf C'est bon, das Lied von mir, hat er auch mal reagiert. Ja. Frankfurt-Pulli hat er voll gehypt. Ja, voll, ich habe so einen Frankfurt-Pulli angehabt. Ja. Was haben sie Er gesagt? hat also so? voll, er hat es gefühlt, er hat schon so ein bisschen, glaube Reims und so, hat Ja. er schon gecheckt, er mit seiner scheiß Nummer rein, Alter. Ich schwöre, ich hätte ihn voll, er ist mir unsympathisch geworden, Mann. Der ist das so? Sammy, Der Sammy, ja. der Marokkaner. Alter. Ja, voll. Bro, ich habe das gesehen, so ey, irgendetwas, ich weiß nicht, so wie mit meinen älteren Freunden, weißt du, so, ist das dein Kollege? Ich weiß nicht, ob das ein guter ist. Weißt du? Und er ist sicher vielleicht auch ein ganz geiler Sieg und so, aber ich habe mit meinem Cousin drüber geredet, mein Cousin lässt ja des Todes so Icon und Rap La Rue und so, und er so, Bro, ist eigentlich ein geiler Sieg. Der hat das, wie du musst schon überlegen, er hat das. Erklärt mal bitte, was Rap La Rue ist. Das ist so ein Format, So ein Bro, Format. wo- Wie das verkenne ich, Bro. Aber Bro, professional das shit, gell? Ich kann nicht einfach sagen Format, erklärt was. Also, was muss man machen. Leute, ich weiß nicht, ob sie einschicken müssen, Ja, oder und ob zahle, sie glaube 60 Euro im Fall Genau. Du musst einschicken und der reagiert dann auf 1000 Leute, Bro. Er reagiert 1000 Leute und ich glaube so die Besten von den Besten, die auch zahlentechnisch nicht schlecht sind, weil das sind wirklich so Leute, die vielleicht nicht No-Names vielleicht sind, die weißt du, wie so eben, so zum Beispiel Leute, die in Aldisville Volumen gehen, Leute, die von Vinti gehen und so, und die versuchen es dort. Und nachher schicken sie und er reagiert und die Und Besten der von den reagiert auf den Besten. Videoclip. Genau, auf Rap, auf Videoclip und ich glaube die Besten von den Besten werden dann eingeladen zu seiner Staffel. Ja, Und in der Staffel, Bro. So wie die Amis das machen. So Genau, nachher. und dann gibt's, in der Staffel gibt es so Battles, so 1 gegen 1, 2 gegen 2. Und das ist alles so Punchline. Eigenproduktion. Da ist nichts Eben, und bei dahinter. ihm hat mein Cousin jetzt gesagt, also Bro, der Sami, ist halt ihm schon so gegeben, er ist halt das, wie so ein bisschen mit anderen ein paar Leuten, die auch so connect sind, am Aufgleisen, damit die Leute eine Plattform haben, wo sie können umgehen. Ich habe gesagt, so, Bro, es ist schon geil, aber ich stelle mir jetzt vor, sagen wir, ich bin jetzt ein Rapper und ich mache dort etwas, ich schicke es ein, er schlägt voll ein, Bro, es geht voll um in Deutschland, die Schweiz, in Österreich und so. Ich habe aber nichts davon außer Cloud. Also ich komme weder Cash über, noch komme ich etwas von YouTube über, noch von Spotify und sonst irgendetwas. Ich muss auch dankbar sein, dass ich voll umgehe, jetzt dank Rap La Rue zum Beispiel. Ja, aber Bro, ich sag dir ehrlich. Ist ja beim Cypher nicht anders, Jungs, sorry. Also. Ja, genau. Voll. Safe, aber Bro. Frank, der ist gestutzt, Pablo. Oder? Nein. Nein, Bro, aber es gibt ein paar Rapper, heutzutage wie Eamon Ammo und so, die sind jetzt komplett Voll, over, voll. Bruder, nur wegen dem Format. Eben, und mein Cousin sagt also, Bro, glaub mir, wenn du dort einmal durch die Decke gehst, dann schlägst du ganz Deutschland ein und so, ja. Ja, und dann lohnt sich die 60 Stunden, Bro. Ja, rausgekommen, gerade so. Bro, der eine beim Nimo, der andere dreht 5 Ideal. Ja, Bro, die haben fette Deals, Bro. Und dir fühlt es aber nicht so das ganze Format oder einfach die Person nicht, der Sammy? Ich fühle den Sammy nicht so. Ich weiß nicht warum. Ich Er hat habe irgendwie- nichts gegen ihn, aber also Sammy ist auf damals bei ABK-Zeit und so. Ja. Aber gerade letztens habe ich einen TikTok gesehen, wo er irgendwie sagt, so einen dummen Vergleich hat er gebracht, irgendwie, wenn du kein Cash hast, kannst du nicht rappen. Das ist das Gleiche, wie wenn du ein Boxer bist und wenn du keine Eier hast, geh nicht in den Ring. So ein richtig dummer, banaler Vergleich. Das hat es mir so ein bisschen abgelöscht. Ja. Und Ja, aber ich finde es einfach so ein bisschen... Es ist aber immer kritisch bei so Sachen. Das ist auch wie wenn, keine Ahnung, bei einem Label jemand schafft und nur die subjektive Meinung zählt, ob du quasi gut bist oder nicht. Ja. Und Das ist die ja Leute nehmen absolutes sich das- Machtverhältnis, Bruder. Genau, Ja, und das nervt mich, dass genau so eine Person dann die Macht hat und weißt du, Er kommt ja vom Streaming-Bereich, nicht? wie meinst du? Nein, Bro, er hat Oder Musik gemacht. hat er Musik gemacht? Ja, er hat auch Musik gemacht. Er hat Ah, ein okay, Lied, der hat das nicht voll durchdeckig, also voll durchdeckig, einfach gut durchdeckig gegangen ist. Welches? Das Achizid. Sagt mir Das ist nicht. ein bisschen kopiert von einem anderen Lied auch. Ja, voll. Aber es ist gut durchdeckig gegangen, weil Ja, es fix. auch voll pumpt. Eben, aber ja, nur, also nicht gegen ihn, so ist mir einfach nicht zu sympathisch Okay. so, muss er auch nicht,
Aber so Format, so das ich finde die es Idee. gleich gut, dass er das Okay, pusht. Bro, Ja. Wir haben das Gefühl, also weißt du, ich meine, es gibt ja jetzt auch mit 808 also ein 808-Cypher quasi, wo vor allem so Zürich-Rap versucht zu pushen. Ich glaube, Lyrics macht jetzt auch, glaube ich, oder hat schon angefangen mit so etwas. Haben das Gefühl, das hilft der Schweizer Rap-Kultur so, oder Straßenrap, oder haben das Gefühl, es braucht etwas anderes, zum das pushen oder machen, weil sonst haben wir ja das im grossen Format haben wir einfach Cypher, wo einfach Leute kommen nach Städten, nach Blöcken und dann repräsentieren. Was es braucht, Bro, das kann keine... Ich weiß auch nicht, was es braucht. Keine Ahnung, Bro. Man sagt, das ist auch so etwas, man sagt seit 10 Jahren, Schweizer Rap ist am Kommen, aber es ist noch nie angekommen. Weißt du, man sagt immer noch, ja, aber es kommt und so. Es ist noch nicht angekommen. Und es ist immer gut, wenn es neue Plattformen gibt und Leute sich da können beweisen oder die Chancen nutzen und so. Wiederum finde ich, vielleicht ist es dann too much, wenn man zu viel des Guten oder zu viel so Format hat. Ja. Ich weiß nicht. Haben Sie nicht das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen mehr von Mainstream-Medien müsste kommen, so ein bisschen Unterstützung, Verständnis, so ein bisschen mehr. Es heisst ja nicht, dass wenn du, keine Ahnung, dass wenn du Straßenrapper ihren Sound laufen lässt oder Straßenrap laufen lässt oder halt einfach auch zum Beispiel mal Diego besuchen gehst, über sie berichtest und so weiter, dass das automatisch heisst, dass du alles, was in diesem Song gesagt wird, geil findest. Es geht einfach darum, eben, haben das Gefühl, es bräuchte mehr Unterstützung von den Mainstream-Medien zum Beispiel. Radio, Medien. Bro, ich sage immer, heutzutage, egal wer dich unterstützt, wenn der Sound gut durchgeht, geht er durch, Bro. Das sage ich zu 100%. Egal wer dich postet, sagen wir, keine Ahnung, der größte Rapper kann dich posten. Es würde ein paar Klicks mehr sein, vielleicht auf dem Lied, aber wenn du nicht konstant bringst und immer wieder und Leistung ablieferst, Bro, dann wird es nicht, Bro. Darum sage ich, Bruder, Support. Musst du einfach selber machen, Bro. Fix. Ist einfach so. Ja, voll. Aber es ist ja schon so, dass ein Pop-Lied zum Beispiel viel mehr Potenzial hat zum erfolgreich sein in der Schweiz. Weil es für die breite Masse ist, natürlich. Ja, das ist auch voll verständlich. Dann müssen wir uns zum Beispiel gar nicht aufregen, wieso das nicht so platzt, weil die Nische nicht so groß ist, was Street Rap angeht. Nein, es ist nicht so groß. Es ist ein Fakt, Bro. Ja, ich habe das Gefühl, es ist riesig, weil ich in diesem Film lebe, blöd gesagt. Aber ich habe das Gefühl, es gibt schon viele Leute, die also immer mehr und mehr, die Schweizer Rap konsumieren, auch Strassenrap. Ich habe das Gefühl, es konsumiert immer mehr. Und eben, schon, Bro, ich habe das Gefühl, weißt du, ich habe mir just gesagt, ich so, Bro, ich glaube, weißt du, so Schweizer Rap, auch Strassenrap und so, das braucht nur ein paar Jahre und nachher ist das wie so, ja, Bro, haben wir vielleicht so nicht ähnliche Zustände wie in Deutschland, aber einfach so Akzeptanz wie vielleicht in Deutschland, weißt du. Das Problem ist, dass die grösste Teil der Bevölkerung wird das nicht hören, Bruder. Lieder, wo jetzt zum Beispiel, kann ich, Bruder, so Bands wie Pegasus oder Nemo oder was weiß ich, Bro, du kannst einen Querschnitt machen durch die Schweizer Bevölkerung und du findest überall Leute, die es hören. Ja, weißt du, mit trotzdem halt auch 30-40% Migrationshintergrund aber in der Schweiz. Bro, und das geht auch darum. Und auch, ich glaube, irgendwie habe ich letztens gelesen, 60-70% von allen unter 16-Jährigen oder 17-Jährigen haben Migrationshintergrund und so. Bro, aber du kannst nicht sagen, nur Leute mit Migrationshintergrund werden das hören. Also weißt du, zum Beispiel, die wird jemals eine 40-jährige Theresa Rapid Alawi hören? Aber ich glaube, sie sprechen sie auch da. Aber das ist ja ein grosser Teil von der Bevölkerung, Bruder. Vor allem ein grosser Teil von der Bevölkerung, der auch zuständig ist dafür, dass sie an Konzerte gehen, dass sie CDs kaufen, dass sie streamen, dass sie Merch kaufen, Bruder. Das ist genau das. das. Ist der Grund. Das ist auch der Grund. Für die Sache, sorry, genau für die Blackside, ich weiß nicht, wie viele Kiddies Blackside unseren Sound los. Wir haben schon ein bisschen ein älteres Publikum. Ja. Aber du müsstest eben genau Sound für die breite Masse machen, für so Theresas, dass eben genau die Leute Merch kaufen und CDs und voll supportet, weil die Leute und plus haben Cash Cash und sorry, zahlen, alles gut. Und die zahlen das auch, die kaufen das Zeugs und ich glaube so 16, 17, 18-jährige Kids, die hören das einfach, streamen oder auf YouTube und gut ist, weißt du. So. Und plus, Bro, die Leute entscheiden auch indirekt, wer wird im Fernsehen eingeladen, wer wird an Late-Night-Shows eingeladen, wer spielt im Radio, Bruder. Ja, weißt du, das ist das Problem. Ja. Ich habe das Gefühl einfach, wenn noch viel mehr Leute in der Schweiz, also ich sehe es ein bisschen anders, weil ich habe das Gefühl, wenn einfach viel mehr Leute in der Schweiz würden dazu stehen und das auch supporten, also weißt du, so Leute wie ich und Josh, Leute wie mein Cousin und so weiter, weil es gibt, weißt du, es gibt auch viele Junge, so 20, 21, 25, egal auch 30 und so weiter, es gibt viele, wo so Sound hören, wo vielleicht auf Hochdeutsch ist, wo vielleicht auf Französisch ist oder auf Englisch, auch Strassenrap und so weiter, wo man einfach, eben, wo man vielleicht nicht so versteht, aber es ist einfach bekannter, es ist zugänglicher. Und ich habe das Gefühl, wenn die Leute würden auch viel mehr unterstützen und auch viel mehr, weißt du, so dahinter stehen, nicht nur so zum Beispiel, keine Ahnung,
streamen, weißt du? Ich meine, Drake bringt ein neues Album, Bro, die Leute lutschen seinen Schwanz, damit sie ein T-Shirt kaufen für 50 Stutz oder so, weißt du? Ja, safe. Was kostet sich zum auch ein Merch kaufen oder eine Box, zum Beispiel von diesen Jungs und zum Beispiel, oder? Deswegen sage ich, meine Meinung ist, ein ganz grosser Teil hängt auch von den Zuhörern, von den Supportern ab. Weil wenn du irgendwann mal ein Standing hast, sage ich, wenn irgendwann mal so viele Leute oder einfach Leute, die dich hören, auch dich aktiv pushen, irgendwann mal muss man dir zulassen. Irgendwann mal muss man dich rufen und muss sagen, ey, erzähl. Weil erstens, du gehst voll durch die Decke, zweitens, egal wo du bist, die Leute kommen, wenn dich behindert hören, wenn Sachen kaufen von dir und irgendwann mal, spätestens dann kann man wieso nicht sagen, ja, jetzt brauche ich noch 40-jährige Theresa, die dich da hören, das kann ich nicht rufen. Safe, Bro. Bro, in der Schweiz ist auch so, Bro, viele haben auch so falsche Stolz, was das angeht. So. Ja. So, wieso soll ich das supporten, man? Ja, einfach so Dings. Ich habe es noch ein bisschen extremer gewesen früher. Wie früher Ja, ist noch viel mehr so Kantönlich gewesen. So, ja, ich höre kein Bern-Rap, ich höre kein Luzern-Rap und so. Und Aber jetzt das große Problem mit der Schweiz. Ja, Bro. Kanton. Immer noch. Ich finde, das ist immer noch ein grosses Ding, he? Also er würde jetzt niemals, glaube ich, Bern-Rap hören, weil er... Bro, es geht aber nicht nur um die Leute, Bro. Ich kenne ein paar Leute von Bern, das sind gute Jungs und so, aber Bro, der Akzent und so. Und ich würde auch verstehen, würde sagen, die würden kein Zürich-Rap hören wegen dem Akzent. Aber genau das muss gebrochen werden. Man muss ein bisschen offener sein und das mal... Safe. Stell dir vor, du wärst in Bern aufgewachsen, wärst jetzt nicht Adliswiler oder Zürcher, sagen wir, und du hättest genau so geredet wie die. Weißt du, was ich meine? So. Das ist aber so ein bisschen... Das ist schon herzig, wenn ein Kenneck auf Bern steht, sind wir ehrlich. Das ist schon herzig. Bro, ich finde das ein Teil. Bern ist auch eine riesige Hip-Hop-Stadt. Und, ja, safe, ja, Bern Mann. ist schon, Bruder. Aber ich glaube, das ist immer noch ein kleines Problem. Plus 4 Sprachen. Eben, ich habe das Gefühl, wir sind im falschen Land geboren. Ja, Bro, und das Ding ist halt auch, was man vielleicht auch nicht weißt, mit überlegt ist, Bro, in Deutschland hast du einerseits in jedem grossen Bundesland einen eigenen fetten Sender wie SRF. Okay. Weißt du, hast NRW hat einen, dann irgendwie Südrundfunk ist eine, Funk allein ist noch etwas, also weißt du, so jeder Ding hat. Ja. Plus, Bro, das Potenzial, damit Leute, Format wie Kurz und Bündig zum Beispiel, gehen in Deutschland so viel viraler, wie so viel mehr Leute das hören und die verdienen so viel mehr Geld damit, dass sie auch können nachher Plattformen sein. Ja. Oder so? Bro, in der Schweiz, was hast du außer SRF? Nicht? Eben, es kommt, glaube ich, Leute versuchen sich etablieren und etwas aufbauen, aber das ist halt eben auch so abhängig davon, wie fest man das wird unterstützen und hören tut. Eben so, ob jetzt ein 808 ein Cypher macht oder Lyrics ein Cypher macht oder etwas. Oder schon nur das Lyrics-Magazin, weißt du, das Hip-Hop-Magazin. Schon das ist ja, dass es so etwas gibt in der Schweiz, hat ja kein man hätte, glaube ich, niemand so groß damit gerechnet, dass es einfach so eine Zeitschrift gibt, die nur über Schweizer Rap schreibt. Ja. Ja, aber früher ist es auch voll mehr Jungs, habe ich das Gefühl. Ja, die sind ja, also die sind jetzt sind sie ja wieder zurück quasi, aber die sind ja, also weißt du, das Problem ist einfach, es wird nicht, einerseits, okay, es wird nicht unterstützt, aber andererseits es ist einfach eine Nische, Punkt. Also über das kannst du nicht diskutieren. Ja. So, Schweizer Rap, Schweizer Strassenrap vor allem ist einfach eine Nische. Ja, aber wenn zum Beispiel jetzt bei SRF mehr so Sachen supportet werden, dann wäre es anders. Genau, aber das meine ich ja so. Es geht darum, der Markt regelt ja, wird ja geregelt von den Leuten, die es konsumieren. Aber in dem Fall ist halt einfach so der Markt, also SRF sagt halt einfach auch gut, wir haben unsere Bounce-Abteilung. Die machen Hip-Hop, die machen den Street, urbane Teil. Einmal im Jahr Cypher, Bro. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass SRF halt wirklich einfach der Auftrag hat vom Staat, holt jeder in der Schweiz ab. So gut es geht. Ja, aber Die machen nicht so, wow, jetzt machen wir, weißt du, so, wir wollen nur für Junge etwas machen und so scheiß auf die Alten. Die müssen schauen, dass sie die Alten abholen, die müssen auf Rätoromanisch machen, die müssen auf Italienisch. Ja, die machen auf alles und nachher ist halt wie so, ja, der Teil, wo wir für Kultur machen, weißt du, so, wenn halt die Leute, die wir ansprechen, es nicht so groß hören, dann können wir noch so viel pushen, wie wir wollen. Wenn die Leute das hören oder nicht hören, dann kannst du 3 Tage lang Rapid alle wie laufen lassen, weißt du, straight, wenn das nicht mehr so groß los generell das Format. Schon verständlich, Bro. Ja. Deswegen sage ich weiß nicht, man, ich sage immer noch, der Konsument hat am Schluss also Medien und Konsument haben Verantwortung und ich sage, wenn spätestens der Konsument oder der Supporter dich so supportet oder halt dich auch so unterstützt, nicht nur mit Klicks, sondern auch, weißt du, so, gehen wir als Konzert von Rapid Allah, wie die haben Merch rausgebracht, kaufen wir ein T-Shirt, ist zu krass. Der Allah, wie streamt und so, gehen wir mal gut reinhören und so. Wenn du so weit bist, Bro, dann muss man dir zuhören. Weil irgendwann machst du so Standing, wo du so viele Leute erreichst, man muss dir zuhören. Aber das ist ja geiler, ich würde es auch gerne auf dem Weg machen, dass die Leute von anderen Leuten wie aufmerksam gemacht werden,
ey, look, jetzt müsst ihr so. Krass, Nicht, dass haben wir wir über gesehen, die quasi bekannt werden oder Aber es ist gross ja fast so cool, Bro, eigentlich. Es ist eigentlich auch so gekommen, wir haben uns nie blöd gesagt verstellt. Ich habe früher immer gesagt, ich würde mich nie anpassen als Radio. Ich mache meinen Scheiß und wenn die wollen, können sie laufen lassen und sonst, ich passe mich eigentlich nicht an. Gut, mittlerweile bist du ein bisschen älter geworden, denkst du dir, okay, wird vielleicht ein bisschen schwierig, machst vielleicht ein bisschen poppiger zum Beispiel ein Lied, dass du doch in die Spirale da reinkommst. Aber Ja, was ist denn ganz dumm gesagt, was ist das Ziel? davon leben. Davon leben, Ja. oder? Das wäre gerade so eine Frage gewesen. Könnt ihr so langsam kommt ein bisschen Geld rein oder würdet ihr sagen, so, es ist noch ein bisschen ein stolpriger Weg? Es kommt schon ein bisschen Cash rein. Ja. Du hast Gage, machst Merch. Aber es ist nicht konstant, Bro. Du kannst dich nicht Ja. verlassen, Bro. Stimmt, ja. Aber es wäre ein Wunsch. Um das Es wäre ein Natürlich. Wunsch, ja. Natürlich. Und dann, wie das ist ja eine Diskussion, wo so alt ist wie Musik schon da ist, so real sein oder halt Verkaufen. so ein bisschen verkaufen. Ja. Oder halt eben, wie du gesagt hast, ins Poppy gehen. Also, was weißt du mit Real sein, Bro? Ja, Bro, eben, ich finde, das ist eine sehr interessante Diskussion, wo man stundenlang kann darüber schwätzen kann. Ist wie so. Ich habe gemerkt, jetzt vielleicht während der Aufnahme ist so genau mein halbes Gesicht am Abdecken. Ich immer am Reden, ich sehe nur so bis da. Zum Beispiel, ihr werdet als Real angeschaut, ihr macht eure Strassenrap. Also, Real in dem Sinn echt. Bro, Ja, dir okay. selber treu bleiben. So Jetzt mal authentisch. Eure Art. Authentisch. So. Authentisch, ja. Okay. Oder? Also, wenn wir Fremdwörter anfangen, Bruder, wir können schon, weißt du? Ja, Bro, gib mir Props. Gut gemacht, Bruder, König. Nein, genau, also weißt du, so authentisch bleiben. Und was heißt authentisch in dem Sinn? Das würde jetzt heißen, ihr macht eure Strassenrap-Film. Glaubhaft, ja. Glaubhaft. Ja. Ihr bleibt auf dem Strassenrap-Film. Ja, ja. Voll. Nicht unbedingt Strassenrap. Man greift immer wieder Themen auf, so, die so ein bisschen, sag ich mal, ghetto-mäßig sind. Aber mein Ziel persönlich zum Beispiel ist schon so ein bisschen expandieren, ein bisschen weitergehen, als jetzt wirklich nur ja, Also nicht, aber nicht falsch verstanden, wenn ich so, zum Beispiel sage, wachst du auf mit einem Loch in deinem Buch. Ist nicht so gemeint. Ja, wir meinen, also was Real angeht, wir meinen jetzt nicht, dass man jetzt jede Line unter die Lupe nimmt und hat er das Ja. wirklich gemacht oder so. Gar nicht von dem. Nein, aber Sich selber so treu bleiben, die Schiene fahren, wo man angefangen hat. Genau. Das, was man gerne Genau. macht und sich nicht verstellen. So. Das Gut. verstehe ich jetzt. Aber was ist, also ich meine, als Kunstfigur oder als Mensch kann man sich auch entwickeln. Ja. Oder? Und ich meine, ist es dann nicht mehr real, wenn du in 5 Jahren. Nein, Bro, überhaupt nicht. Bro, 90% von der Rapper auch in Deutschland. Bruder, Nimo hat das beste Interview gebracht. Also, wenn der alte Nimo, der Nimo, sich Drogen gibt, das, nur Probleme gehabt und dann über Straße gerappt hat, wenn der da kann er vergessen, weil ich kann mich weiterentwickeln. Bro, jeder Mensch entwickelt sich weiter. Wird auch älter, weißt du, kannst du nicht Ja. auf dem Jugendfilm. Ich habe so viel, ich habe im ganzen R2-Album, glaube ich, gar nicht im Adliswil erwähnt. So, ich wollte auch von dem Representen weg. Ich wollte mich representen, nicht mehr so Hut, weißt du, das erste Videoclip, das wir gedreht haben. Alle Jungs zusammen trommeln, Bases, Töffs, Autos, weißt du, so Ja. Ghetto halt. Dort bist du halt noch in dem Film, hast viel so Sachen gelost und so. Aber wir sind auch schon lange, jetzt ist es viel professioneller, man versucht andere Sachen Man vergisst nicht, von wo man kommt, natürlich. voll, aber es ist nicht mehr so, dass, Es ist nicht mehr so wie früher. auf jeden Fall. ja, immer noch gleich, aber so ein bisschen professioneller, erwachsener, so ein bisschen in dem Stil. Weißt du, der Loco hat mal, als er auch in unserem Podcast war, er hat mal gesagt, weißt, wo sie anfangen, sich weiterentwickeln und nicht nur, Das habe ich so, gesehen. nicht nur so Gangster-Rap machen, sondern einfach sich auch musikalisch so ein bisschen anfangen weiterentwickeln, hat es Leute in ihrem Umfeld gegeben, die gesagt haben, so, was machen die? Ja. So, wieso? Und die haben gesagt, die sagen, look, und die haben gesagt, also, die sagen, look, ich check es vielleicht jetzt noch nicht, aber in Zukunft, ich check es vielleicht, weißt du? Ja. Auf jeden Fall, wir entwickeln uns weiter und wir gehen gerade unseren Weg. Und wenn ich es jetzt gerade checken, ist voll easy, aber ich werde jetzt eines Tages sicher checken. Und er hat gesagt, also, irgendwann sind sie dann kommen später, die sagen, ist wirklich krass gewesen. Wirklich krass, was sie gemacht haben, Bombe und so. Haben ihr auch Angst davor, dass vielleicht, weißt du, wenn ihr mal so, dass die Leute nachher auch ja, im Umfeld euch sagen, so, Bro, verkauft. Bro, aufs Mal gehen, aufs Mal, keine Ahnung, ich hätte gedacht, dass ich euch so eine Pop-Mischung mal gesehen oder Als so. wir angefangen haben mit Musik, haben uns schon Leute gesagt, was machen wir da? Wirklich, Bro. Jetzt ist jetzt schon noch weniger, Bro. Aber das ist Schweizer Rap noch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen worden. Ja. Mehr als heute. Heute immer noch. Es wird immer noch nicht 100% ernst genommen. Ja. Aber mir wäre es persönlich so wie egal, wenn jetzt einer denkt, schau, der hat sich verkauft mäßig. Solange ich im Reinen mit mir Fix. selber bin und ich weiß, ich kann immer noch da andere Shit machen, wenn ich will und würde mich ein bisschen, nicht unbedingt beugen, aber mich ein bisschen anpassen, Ja. um vielleicht ein bisschen mehr, nicht Aufmerksamkeit bekommen, aber so eben die grossen Medien, wie wir vorher gesagt haben. Voll. Ich meine, ich lebe für mich, ich muss nicht den Jungs recht machen, so, ich mache das für mich.
So. Fix, 100%. Aber das finde ich ein sehr interessanter Aspekt, wie zum Beispiel Loco und Trini sind ja, also eben, ich glaube, viele in der Schweiz sind einfach Fans. So, sie machen auch geile Sounds, sind auch geile Sachen. Sie haben viel mehr im Dirty Rap angefangen und sind jetzt mittlerweile auf einem Punkt angekommen, wo sie sehr strategisch, sagen wir es so, sind. Aber sie machen immer noch auch ab und zu alte 100%. Zum Beispiel das Lied in Deutsch, wo ich auch zu krass Musik habe. 100% haben wir gerade im Auto gelost. Oder geht das Dings geheißen, dass Depressionen jung und depressiv. Jung und depressiv, voll. ganz klar. Das ist auch voll wieder eben Gangbang mit den Rivals. Genau. Das ist voll der Ghetto-Film wieder mäßig. 100%. Aber sie fahren ja auch ihre Schiene, wo sie mit Marius Bär, voll Albo Fantastik, Sinn macht, so. wo strategisch Sinn macht, voll, oder? Voll. So, wie stehen ihr zusammen? Jetzt ohne wegen Loco und Trini, ich meine mehr auf euch gespiegelt. Sehen ihr euch irgendwann? Marketing, Bro, für Marketing ist optimal, Bro. Ja, das Beste, was du machen kannst. Ich kann dir auch keine übel nehmen. Also eben doch vielleicht Jungs. Yeah. Aber wenn auf die müsstest du hören, dann müsstest du ja jeden Clip am Bahnhof drehen und weißt du, was ich meine? So. Drum, mach's für dich, mach das, was du für richtig haltest und eben, wenn du mit dir im Reinen bist, selber, ist das sicher das Richtige. 100%. Voll. Wenn immer noch so Sachen wie jung und depressiv zum Beispiel, wenn wir Das uns jetzt ist wieder auf die beziehen, das kannst du immer wieder zwischendurch machen. Ja. Aber zum an Peak ankommen, so musst du fast ein bisschen, habe ich das Gefühl in der Schweiz eben, Theresas. Ja, Musik ist Leidenschaft, Bro. Du machst ja das, was du gerne machst. Also, das sage ich. Okay, wenn wir von Musikleidenschaft reden, was sind dann so für euch Vorbilder in der Musikwelt? Aha. Konsumiert ihr selber auch Musik als Kunstform, wo ihr sagt, oder lasst ihr euch inspirieren? Inspirieren lässt man sich ja immer. Irgendwie. Ja, voll. Auch unbewusst und so. Ja. Bei mir ist sicher, keine Ahnung, ich habe nicht jetzt einen Lieblingsrapper so von Deutschland. Ich habe viel Deutschrap gelost. Ich habe jetzt nicht einen Lieblingsrapper, wirklich quer durch. Es sind ein paar sehr gute. Aber so am meisten bei mir ist Oleg Sesh. Und auch so Respekt für seinen Werdegang. McDonald's, Subway, Hartz IV. Der hat nie drüber jetzt gross irgendwie, keine Ahnung. Er ist so real, wenn du jetzt so schaust, was er kickt und so, Lines, was er sagt und so. Eben, er sagt, ich habe im Subway geschafft und so Sachen, weißt du. Das finde ich halt wirklich krass und schau, bis wo er jetzt angekommen ist. Aber wiederum muss ich sagen, das Lied Magisch ist jetzt auch wiederum. Ist komplett nicht er eigentlich, nicht Ja, sein Sound. Aber das ist das, was am meisten durchgegangen ist. Er hat jetzt gerade ein Album-Trailer postet. Der sagt irgendwie auch, die Industrie wollte mich jetzt erst nicht haben und so. Sie haben gesagt, mit richtigem Rap kannst du keine Hits mehr landen. Aber das bin ich. Oleksiko Zarev. Er ist so ein richtig epischer Schön, ganz oben bekommen. Und weil ich ihn seit seinem ersten Free Mixtape verfolgt habe, ist das für mich so Nummer 1, so blöd gesagt. Auch wenn er für mich eigentlich nicht der beste Rapper ist, bringt ab und zu Reim, wo ich mir denke, es reimt sich nicht einmal und so, aber so das Gesamtpackage bei ihm. Es passt, aber weißt du, es passt gar nicht zu ihm, dass er so Alexis los. Voll, es ist auch gar nicht mein Stil. Lyrisch, ich muss aber sagen, wo ich Hochdeutsch angefangen habe, habe ich ähnlich wie er geschrieben. Ich habe mir das so ein bisschen abgeschaut. Ja. Ich habe so ein bisschen Bilder, keine Ahnung, Bullen, die sich abseilen von Helis und so. Er hat so ein bisschen den Film ist gefahren oder keine Ahnung, High Kicks mit Cowboy-Stiefeln und so Sachen. Weißt du, so, das sind so Bilder im Kopf und das habe ich sicher so ein bisschen von ihm. Aber keine Ahnung, irgendwann bin ich auch voll durch Battle Rap mega auf die Punchlines und Schemes und so gekommen. Heftig, krass. Ja? Bruder, bei mir auch, also Punchlines, ich weiß, es wird nicht gern gehört, aber Farid Bang zum Beispiel. Ja. Wieso ist es nicht gern? Egal, ich kann gerade fragen. Bro, er ist für die Masse. Was heißt, Bro, Farid Bang, ich denke sogar, dass er der richtige Rapper in Deutschland ist. Ja. Das ich glaube sogar gesagt wurde. Ich weiß nicht. Aber eben Farid Bang und ich dachte so, Bro, allgemein Auslags und so. Auslags 385 ist so für mich. Ja, Bro, top. Das ist top gewesen. Was hat so Haze damals auch, viele Ja, Strokes und so. Bro, Sugar haben wir auch auf. Sugar, Bro. Also zum Beispiel auch Miami Yassin. Ja, aber Kamen, damals haben wir auch. Ja, die sind ja auch brutal gewesen. Und Boyan, damals Play 69. Beruhigt. Gott sei Dank mitgenommen. Play 69. Eben, es ist quer durch, SSIO, auch brutal. Auch sehr viel, was Reimschema und mehrsilbig und so. Hast du von überall etwas mitgenommen? Also jetzt eigentlich so unser Stilbilder, sage ich mal. Nino auf jeden Fall. Aber wir haben ja eigentlich recht einen ähnlichen, außer wenn er zum Beispiel auf Trap mit seinen Flows und so losgeht, da bin ich nicht so drin. Doch, du bist schon. Ja, Bro, gib mir Mühe. Und in der Schweiz? Wenn wir mit Props aussprechen? Schweiz, Bro. Oder ich könnte auch ganz offen sagen, so, wir Nein, nicht Bro, das zum Support. Fitna machen, Bruder, aber ich könnte auch sagen, Das ist so. ein paar Schweizer Rapper, also Loco 3 haben wir damals auch schon und das mit Voll. Lügner und so mit dem gesehen. Was hat's EAZ.
Ja, Sowieso. sowieso mit dem Luke, das Lied Puff im Revier. Ja, Luke Das voll. kaputt pumpen. Luke höre ich am meisten. Ich habe mir Oh, das Scheiß. gerade letztens gesagt. Der Oh, Luke. Scheiß. Ja. Er Und der glaubt's Nace. auch recht, oder? Nicht? Also ich mittlerweile nicht mehr so, aber Ja. Der Nace und Luke ist für mich der so. Nace ist krank. Ja. Also auch, er ist ja voll auf dem Flow. Also er hat Kind und Familie Ja. und er schafft Ja. seinen guten Job. Ja. Amigs kommt er, fickt Leute mit dem Mikrofon und geht wieder. Bruder. Ja, Der ist voll. der Ich finde das Level voll am geil. Level. Ich finde das voll geil. Ja. Die zwei höre so. ich eigentlich so am meisten. Ja. Es hat viel umeinander. Viele Ja, Sachen, voll. die ich jetzt nicht fühle. Also was heisst nicht fühlen? Die ich jetzt nicht unbedingt mega stark finde. Was ist jetzt zum Beispiel weniger uns? Euch so? So Schweizer Rap, Street Rap oder generell in der Schweiz? Ja, ich schwöre. Ich antworte das nicht. Nein, Wir müssen nicht also fit machen, ganz Bruder. normal Es gefragt. geht Also, um Geschmack. nicht nur Bruder. Straße, aber einfach so Schweizer Rap. So muss nicht unbedingt Straße. Weißt du, kannst sagen, zum Beispiel, ich kann Schweizer Rap mit dem nicht so viel anfangen. Du musst nicht mal einen Namen drüber, einfach, wenn Musik so ist. Ich kann nicht so mies, allgemein zum Beispiel. Bro, keine Ahnung, ich konsumiere es einfach nicht mehr so viel wie früher. Früher habe ich auch eben Baba Ausländer und so. Hast du wie nichts anderes gehabt? Voll, nicht, dass stimmt. ich das jetzt schlecht rede damals. Ich habe das voll gefühlt. Ja, ich habe ja. viel von dem mitgenommen, dein 16er TV und so Szenen. Voll. Es kommt wieder, gell? Ja, ja, voll. Komm Ja. soon. Ich habe auch ein paar Daten gemacht. Bist du 16er gewesen? Also ich habe die 2 16er aufgenommen. Ja. Schlimme Ja. Part. Also schlimme Parts. Wo jetzt dann mit dem 16er Ja, da rauskommen? kommt das auch dort drauf. Krass, okay. Also ich weiß okay. nicht mal, ob das liegt da. Ja, Schon das ist passiert, lieb. jetzt ist schon passiert. Ja. Egal, aber Schon passiert. GK oder Er ist doch glaub, selber beim Babu Sander gesagt, sicher darüber geredet. Ja, ja. Ja. Er hat schon gesagt, dass es wiederkommt. Aber Nein, Bro, du willst wirklich nicht jetzt darüber reden, wer du nicht gut findest. Bro. Du kannst ja Bro, Leute, look, Bro, ich sag, du kannst ja Kunst und Künstler differenzieren. Look. Bro. Ohne diese Person kann ich sagen, ist nicht so mies. Ich sage zum Beispiel auch, Real Madrid ist ein riesen Nuttersohn-Verein. Das Wer? kannst du Was ist nicht ein sagen, Nuttersohn-Verein? Bro. Real Madrid. Aha. Das kannst du nicht sagen, Bro. Der korrupteste Verein auf der Welt. Bro, bist du Barca-Fan? Ja, Bro. Ich bin Wo ist das Fußballfan. auf? Kannst du ein bisschen näher gehen, bitte? Bro? Nein, aber Sorry. ich sage zum Beispiel nur als Beispiel, oder? Ich sage zum Beispiel, ich finde Real Madrid ein riesen Spaßverein, aber ein Modric respektiere ich zum Beispiel. Nein, Bro, aber du machst anders. Red von Podcasts in der Schweiz, wo du zum Beispiel findest, wo du sagst, ich finde vielleicht den Podcast beschissen, Ja. aber gegen die Leute habe ich nichts. Also sag mal ein paar Sag mal, Influencer Bro. und so. allgemein. Ich fange ab, nachher machen wir alle weiter, okay? Nein. Ja, dann mache ich nicht. Wenn ich nicht, Alles, fang an, fang wenn an. ich etwas sage und ihr nicht, dann machen wir nicht. Fang an. Okay. Machen wir nicht, man. Schweiz, also ich höre generell nicht so viele Schweizer Podcasts, aber Ich kenne mal so viel Schweizer ich Bruder. bin gerade am überlegen, Bro. Für kurz und bündig ist easy. Bro, Er hat lange Also- für einen Drop im Song, Bruder. Er hat lange. es hat, Bro, Bro, guter Punkt. Scheiße, Mann. Nein, egal, du mach mal das Sagen wir, Thema sagen wir gerade. zum Beispiel, ihr kennt die nicht, aber im Podcast-Game sind die in der Schweiz halt easy Nummer, Bro. Moser und Schelker. Mhm. Die von Radio Energy. Ich kenne die, wieso sagst du, ich kenne die nicht? Ja, wie das heißt, kennst du ja, Bruder? Ich Ich ruf weiß ihn nicht, abdrucken, Spaß. Bruder. Bro, ich kann dann, Bro, ich kenne die persönlich auch nicht. Ich weiß nicht, was die redet, aber ihre Zahlen redet für sie. Haben sie gute Zahlen? Kranke Bro, Zahlen. dann haben sie Hack, Bro, sagst du mal. Aber eben, es ist null mies. Absolut. Ja, Ich weiß nicht, was ist nichts für mich. Also, gehen wir so, wenn sie Zahlen haben, haben sie Hack. Ja, kein aber Problem, seht ihr gehen ihre wir so. Zuhörerschaft, Gehen wir Bro. so, also machst Song mit Julix, zum Beispiel. Er hat auch kranke Zahlen. Bro, look. Ja, er hat Julix, kranke Zahlen, er er hat hat Bruder. also Julix, was... Bro, seine Kunstform, wie er aussieht, ist eine andere Frage als seine Das Musik. ist- Er macht gute Musik. Wie er aussieht, ist eine andere Also, du Frage. willst Ich kann Feature nicht machen, gegen Also, ihn, du willst Bro. Feature machen, in dem Fall. Gute Frage. Bro, wenn es dazu kommt, kommt es dazu, Bro. Also, ich lüte ihm jetzt Aber an. wenn er Jetzt würde sind wir anfragen, nein, wenn er würde anfragen, würde ich sagen, ey Bro, machen wir zusammen etwas, würdest du nicht Nein sagen in dem Fall? Ich glaube, marketingtechnisch würde es Sinn machen. Bro. Ah, also das geht nicht um Musik, es geht um Marketing in dem Fall. Bro, es geht immer um Business, Marketing, Okay, Bro. okay. Aber würdest du Julix hören? Bro, Jetzt scheiß mal, weißt du, nicht immer auf Julix. Los, Es ich gibt kann- noch andere, Bruder. ich bekomme das nicht oft mit, was dort alles passiert. Weil, eben, ich sehe es auch nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt am Cypher etwas höre, dann höre ich, also, letzter Cypher von ihm ist krass gewesen. Ja, ich hatte auch. Und Ismo, ich kenne den Ismo, Bro. Ja. Ja. Und er hat einen gut kontert, Bruder. Ja, ganz klar. Ja, Also Bro. wer? Der Julix, der der Jul, der Ismo. Ismo. Ich finde es Sehr auch gut eleganteste kreativ. Diss vom ganzen Cypher. Ja, Cool sehr- bleiben, er ist so. sehr cool bleiben. Er ist sehr Mega. cool bleiben. Sehr So cool, finde ich, ja. kannst du es machen Ja. und alles andere finde Ja, ich aber lieb. Props Ich hätte auch verdammt, kassiert, wenn er das anders gemacht hätte. Keine Ahnung. Hätte auch können passieren. Keine Ahnung. Bro, das Aber hast er du ist jetzt elegant gesagt. gemacht, Bruder. Das hast du jetzt gesagt. Bro, Ismo kennen wir auch schon länger, Bro. Ich kenne, Ja, paar über Jungs. Kollegen und so, ja. Ja, ja. das ist ganz geil. Sache. Und ja, Bro, lustig. Schön, sind wir ausgewichen. Kommen wir zurück zum Hauptthema. Bro, ich sag dir so, zum Beispiel Ja. jetzt von mir aus, Sag mal, ich kann dir nur sagen, welche ich höre. Ah, so. Safe oder so, können wir mal Eben, anfangen. Luke Ja. Denise ist das, was ich so privat für mich höre. Jeder, der nicht erwähnt, ist schlecht für ihn, Bro. Ja. Nein, schau jetzt Also in wieder. dem Fall, was Ja, Nein, jeder, ich höre es was einfach hast du gegen nicht. Sicario, Bruder? Bro,
Wieso heißt es Luca Condrini? Ich kenne das sicher Condrini privat, los ich aber auch. nicht sehr gut. Aber alles so vereinzelte Lieder, aber ich bin jetzt nicht so fanmäßig jedes Album am abchecken oder bin voll auf dem Schirm, was läuft. Ich kann nur sagen, was ich höre, was mich anspricht und der Rest ist immer noch gut. Ich finde auch zum Beispiel, das ist ein sehr guter Vergleich zu meiner Verteidigung, Alter. Ein Kollege, krasser Rapper, habe ich vielleicht 1-2 Lieder in der Playlist und auch das höre ich fast nie. Aber das kannst du nicht sagen, ist ein krasser Rapper. Aber ich kann einfach nicht hören, Mann. Eben genau, es ist auch der Sound, genau kann man das. nicht am Morgen dann Double Time geben. Weißt, wenn ich Und jetzt wieso Chef können wir das fahre nicht oder über so. Schweizer Rapper sagen? Bro, weil, Bruder, du kannst nicht sagen, es ist schlecht. Ja, Wenn ich sage für nicht die Person schlecht, was gut kann- ist, was ist für die Person Ist das gut. Ding Geschmack oder nicht Ding Geschmack? Das kann Genau, sein. das Also, ist jeder Mensch hat das seine Kein eigene Problem. Meinung. Frag was mich so, nicht was Geschmack ist nicht dein Geschmack? Jeder macht, was Was er er will. will. Muser und kein Bierpökel, ich schwöre. Jeder macht, was er will, weil jeder steht so was er macht. Bravo. Nein, Blendete Ding sie. Ja. Ich kann nicht, lass mir in Eigentlich Ruhe. hörst du jetzt nicht, aber... Jetzt ist der... Geil. Nein, aber ich Der schwöre, ist zu krass, ich schwöre. ich höre einfach vieles nicht. Ich höre, weil es mich nicht anspricht. So. Aber das heisst nicht, dass es schlecht ist. Ja, das sagt Oder auch dass nicht. ich- Zurück da, Mann. Ich habe gehofft, es gibt ein Fitna, nichts. Ja, du Nein, Bro, probierst, wie ich werk. Nein, Bro, aber auch das mit Dissa und so, ich finde das voll krass. So. Bist du schon mal disst worden? Nein, ich glaube nicht. Noch nie? Ich glaube nicht. Nein, ein paar Mal erwähnt worden und so, aber nie im Schlechten, Bro. Wer haben dir schon so mal disst? Nein, wir haben noch nie über das. Noch Bro, nie Doch, ich habe eigentlich Lohn und Ledig. Nein, aber nicht das ist so ein bisschen... Ah. Nein, nicht das, ich sage einfach... Nemo hast du mal etwas gesagt, das Ah ja, das ist aber eine krasse underrated Line. Ich glaube, das ist einer von meinen besten 12er, die ich gekickt habe. Ja, ja. Mit dem Babko zusammen. Gegen Nemo. Nemo. Nemo, ja. Labels suchen Haie, aber findet Nemo. Hashtag sieht wie Schoki aus, doch ist nicht für Kinder bueno. Okay, check ich. Er checkt nicht. Ich check persönlich. Ich habe Erklär, check. erklär. Ich habe persönlich checkt. Ich habe akustisch nicht verstanden. Ich Das ist der hab- zweite Teil. Ich habe es nicht so akustisch nicht verstanden. Hashtag, hast, Ja. sieht aus wie Schoki, Ja. aber ist nicht für Kinder bueno. Aha. Ist nicht für Kinder gut, Bruder. Genau, bravo. Stark. Mein Bruder, Auf jeden was Fall. willst du eigentlich, Alter? Er Das ist mal so Er ist eigentlich der dissmäßig. Ghostwriter von Dings, von vielen Schweizer Rapper. Schon, Ja, von ja. wem? Von wem? Vor allem Viele. nicht, Bruder. Von wem? Vor allem nicht, Bruder. Von wem Ich nicht? sag nicht, ja. Okay, Auch kein Name jetzt. das ist gut, die Antwort gewesen, Bro. 079 ist von ihm. Ah, Und eben wegen Lohn und Ledig, aber das ist nicht einmal, aber der EAZ Ja. hat das auch gemacht im Lied, er sagt irgendwie auch, der Teufel kommt nicht im roten Rote Kleid Kleid, ja. und ich sage, der Teufel kommt nicht im roten Kleid, er ist weiß und gestreckt. aber das ist ein Ding. Geil. Das ist aber kein Diss, ja, das ist doch eine eine Referenz. Ist Und ein übrigens, geiler Bruder, du hast jetzt schon ein paar Mal einen Spruch gegen Leute gebracht, Bruder. Ich würde dich einladen. Nein, 079. Nein, ich würde Ja. dich einladen, Ja. zum mal Songs von ihnen hören, Ich habe schon gelesen. die nicht Ich bin befreundet mit 079 dir. sind. Ich habe schon vor viel Sag gelesen einfach von nur so rein lyrisch und ihnen. rein. Ja. Ich habe sie auch gelesen, Bro. Es ist nichts gegen sie. Es ist Dann nichts sag gegen einen sie. Song anders als 079. Bro, ich lasse sie nicht. Ich habe nur Okay. gelesen, während ich mit dir war. Eben, ich sag das ist einfach, voll ich würde dich verletzt, einladen. Nein, ich würde einfach so, weil ich werde die ganze Zeit gefrontet, weil ich habe noch nie 079 so. Nein. Weißt du was? Es ist ein geiler Song. Was ist? Es ist ein Das geiler ist Song. ein geiles Song. Bro, wieso ist das so durch den gegangen? Bro? Wieso ist das so durchgegangen? Ja, Bro. Ganz einfach. Ganz klar, ja. Bruder, und du kannst schon, hehehe, krasse Gangster, Bruder. Bro, ich sage Der dir. Sarah wacht jeden Morgen auf, Bruder. Er macht die Tür auf mit der Glock, Bro. Schießt er raus erstmal. Falls nicht krass tut. Erstmal. Kennt ihr bei Haftbefehl, sein HDF, ganz am Schluss. Wo nachher mit Bazooka. Bro, das ist Ja, der der beste Palästinenser. HDF. Bro, der Anfang ist stirbt. Chief Shana. Ja. Das ist der geilste HDF. Preis mir Palastik. Und dann Ah, ja, ja, mit so- Maximal. Bruder, wo hat er den jetzt auspackt? Bro, der ist ein ganz gestörter Typ, Bro. Der ist ein ganz gestörter Bro, Typ. aber weißt du, was ich respektiere, Bro? Die Kameramänner, Bruder. Ja. Wow, Weißt du, was ich Bro. so Linus und Maxes, weißt du was so? Ist in Frankfurt ein Clip, kommt einfach einer mit Raketen werfen. Der kennt ihr Die den geht heim. Der Fatih. Welcher? Der Fatih, er hat eben auch viel. Ja, von Wollerau ist der, glaube ich. Egal von wo. Bruder. Kein Name. Nein, kein Name. Nein, aber er hat viel Videos gemacht für Samra und Kamen. Ja, ja. und so. Kennt der Bowser? Und. Er hat mal einen Clip für mich gemacht. Okay, Bro. Schon? Ja, Stripperin, realisiert, der Clip ist von ihm. Wirklich? Ich schwöre, es ist Wer mit ist direkt Egal, worden. wie viel kostet denn ein Clip bei dir? Ja, jetzt fragen der Sachen, warte, du redest nicht. Wie lang? Vor allem, Minuten. Bowser ist der älteste, Mann. Sag mal aktuelle Sachen, Bruder, wenn du schon droppst. Bro, wegen Deutschrap, checkst Ja, Bro, KMN. aber Kamen hat er auch. Ja? Ja, ja. Welches Lied? Bro, ist kein 160 Franken, gell? Mit der 2-0 anhängen. Nein, es ist 2-0, macht er über. Wie kommst du mit 2? Nein, scheiß mal auf das. Aber was ich sagen ist, er hat, der Samra hat die Szene gehabt, wo er die ganze Zeit so Ziggy in die Kamera gerührt hat. Hast du das mit ihm gemacht? Wie viel Brandys hast du am Schluss Bruder, gehabt? nein, ich bin nicht in der Kamera, Bruder. Ich bin jetzt ein bisschen geschützter, aber der Vati hat die ganze Zeit so Brandy, so Ding kassiert über die Kamera. so, Musik. Matrix machen. Geile Szene. Aber ich muss sagen, im Clip mit dem Don Fuego habe ich auch eine Szene, wo ich Ziggy in Dings reinschnitze, Ja. dann haben wir so Plexiglas vorne an da, Ja. bis ich die Typ dann Ja, der ja. Atlas auch.
Das ist auch ein wilder Mann. Das Scheiße. ist auch eine lustig. Ja, Mann. Krass. Jungs, mich nimmt so ein Wunder, wie steht eigentlich so eure Familie zu dem, was ihr macht und wie erklären ihr das denen so zum Beispiel? Ist das nicht das Gleiche, aber ich kann mir gut vorstellen, unser Kulturkreis so, ich mache Musik, was machst du genau mit Musik? Du weißt, wie die kritische. Red doch einfach, wenn du Bruder, nicht darüber sagst, Bruder, ich kann du musst nicht ja reden. nicht sagen. Bro, wir haben doch gleiche Kultur, ähnliche Kultur, ähnlich. Ja, gleiche Kultur, Bro, wieso machst du jetzt so ähnlich? Ja, Bro, ähnlich ist schon genau gleich, aber eigentlich praktisch. Bro, wir sind gleich, ich bin dein Nachbar, wir sind Eigentlich, Nachbarn. genau, Bro, Ja, genau. Ich also, ja, Also, wieso du kannst da noch hocken, keiner will checken, selber ich schwören schwöre, da. kein wird checken, 100%. Hast du recht, hast du recht. Ich schwöre. خلص بلوز bei mir, Bro, meine Eltern checken gar nicht. Fair! Er sagt, ich mach Musik, Khalas, wo kann jetzt? Ja, Bro, ich kann 3 Goldplatten in die Eier. Ja, keiner checkt. Mutter auf dem Brot schneiden. Sie ist so ein guter Teil, Alter. Scheiße, Alter. Bro, die Eltern checken das nicht, Bruder. Du richtig stolz, Mann, wie schaut du das? Du hast die Schuhe, bin Geld. Aber ist das etwas, was dich zum Beispiel stört? So, ich würde gerne, dass meine Eltern Nein, es verpflichtet Bro, werden. los. Bei mir ist echt so, ich akzeptiere es, aber meine Eltern sind unter anderen Umständen. Ja, ja, Bro. fix, die Ich kenne kennen. das nicht, Bro. Ja, ja. Wo ich letztes Mal SRF von so gesehen bin im Radio. Bro, die denken sich. Sie so, wo ist Bachelor? Wo ist Dr. Wo ist Titel? Lehrabschluss? Ja, Bro. Wo ist der Sechster? Sie beharren auf so Sachen. Zum Beispiel. Ja, Mein ja, Bruder, mein kleiner Bruder ist am Fußballspieler. Sehr und noch erfolgreich, inshallah. Er spielt Inshallah, am Nazi Bro. und so. Auf das sind sie stolz natürlich. Bro. Stark, das ist normal. Aber normal sind sie auch stolz, Bro. Sag. Ich kann nicht, Bro, ich weiß nicht, Bruder. Ich weiß doch nicht. Das ist anders aufgewachsen, Bro. Ja, die ist andere Du bist der älteste Bruder. Andere Umstände. Bist du der älteste Kind? Ich habe eine größere Schwester und eine kleine Schwester. Und ja, Bro, es sind jetzt nicht, was heißt, sie sind schon stolz auf das, aber... Ist nicht greifbar für sie. Ja, Für aber sie sie ist wie so ein verstehen das Diplom, etwas, wo sie ändern können, sowieso. Ja, Okay, als so, wenn gute Zeugnis Goldplatte und haben, ist mehr wert, als wenn du 3 Goldplatten Ja. hast. 100%, Bro. Ich komme in Check durch die Goldplatte, hängst jetzt. Mein Gott, man. Bro, ich hab's nicht so gemeint, bitte. Wie viel sind es, hast du gesagt? Hä? Wie viel sind es gewesen? Ja, Bro, 3. Ja, 3. Scheiße. Und bei dir, Bro? Aber ist doch ein guter Meilenstein, Bro. Ne? Bro, 100%. Natürlich, Bruder, ich Das ist so. Wenn die Wie Eltern viel nicht so Goldplatten sind, hast ich du? bin... Du Stock direkt mal, ich mach jetzt ein Mute, was ist das? Sag das Wort, weißt du? Er ist der Letzte, der das nicht will verstehen. Verstehst du? Okay, stimmt. Erzähl das, Bro. Sorry. Nicht, Bro, bei mir war es so ein bisschen auch am Anfang so ein bisschen kritisch gewesen. Haben so ein bisschen Text gefunden, bei Matti aufzugehen, Mäppli drin, dort hat es so ein bisschen Stress gegeben, das war aber damals 5. 6. Klasse gewesen. Könnt ihr nicht so gut Deutsch? Ja, so das Brochene, Ah, okay. Aber so meine die- Mutter ein bisschen besser, Also, würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich sich zusammengeschissen, wie der 16 scheiße war, oder? Nein, Was soll das? Du willst rappen? Jebo, Mann. nein. Wo ist da der Dreifachreim? Wo ist Bro, so der mit 10, 11, 12 voll die Schimpfwörter und so. Ah, Weißt du, das so, hat dass ich das nicht damit... Wieso? Wo hast du das gelernt, Digga? So, ich gefragt, wo hast du das gelernt? Ja, so die Wörter und so. Dort so ein bisschen hässig und nachher mit der Zeit ist so ein bisschen erfolgreicher geworden. Und dann haben sie auch gesehen, sie haben auch daheim gemerkt, wie zum Beispiel ich gestresst bin in Albumphase, ich bin hin und her am gehen, das ganze Weekend am Opfern für Musik, Clips, hin und her Studios. Und ich habe schon gemerkt, das ist schon so ein bisschen ein Business. Ich bin selber Zeugs am machen, muss dich darum sorgen. Und ich sehe jetzt vielleicht, weißt, sie checken vielleicht jetzt nicht voll den Sound und meine Lines und so, gar nicht, weißt du so. Aber sie sehen einfach so den Erfolg eben. Sie sehen zum Beispiel Hallenstadion. Sind Sie mal gesehen am Konzert von euch? Ja. Nein. Wieso nicht, Bruder? Bro, meine Mutter hat Kopftuch, Bro. Ich kann Okay. es doch nicht Tamam. mitnehmen. Ja, Okay. ja, verstanden, ja. Aber mein Vater könnte ich auch nicht aus mitnehmen, Bro, weil... Bro, mein Vater ist eben so ein spezieller Mensch. Er ist so ein klein... Er ist nicht hässig, aber er ist einfach hässig aus, Bro. Er ist so, dort der Mensch, wenn alle am Moshpit machen, er so. Weißt du, mit Arm verschickt hin, Bro. Ja, Also Vatermove, wow. Vater, Tamam. Bro. Der so. Er ist schon alt, Bro, er ist ein älterer Mann, Bro. Ja. Ich respektiere ihn voll, Bro. Aber, Und mein Vater ist wirklich nirgends, Bro. Schlussendlich nur wegen ihm sind wir da. aber darf ich das schon sagen? Vielleicht Bro. tun wir auch unsere Eltern zu wenig zutrauen, Bruder. Bro, es ist nicht mit Zutrauen, du willst sie nicht überfordern. Okay. Das ist eher das, Bro. Zutrauen, Aber denkst du nicht, er wäre stolz gewesen, wie du Hallenstadion auseinander nimmst? Bro, er hat sicher gesehen, er folgt mir auf Insta, Bro. Jemand in Ad nachher. Nein, Komm mit ihm connecten. Er auf Stories am reagieren für dir. Das Er ist so, so, like, sure. lösch, das ist haram, lösch, das ist haram. Bro, aber er postet viel von meinem Bruder, Bro. Er postet selber auch, weißt du, so, mein Bruder, wo Fußball spielt, Ja, Training und so. Von dir weniger. Bro, was hat er von mir postet? Schon gut, Bro. Verwandte, Bruder, du weißt, wie du nicht, Ja. Bro. Sobald er nicht sagst, irgendwie Musik, dies, das, haram, Bro. Ja. Hype, Bruder.
Ja, astaghfirullah, Bro. Ja, Bro, die haben auch recht irgendwo, Bro. Aber ich sag mal. Aber sag ihnen 3 Goldplatten, Bruder. Hast du nicht gesagt, aber 3 Gold. Sag ihnen. Die so Gold, wie schwer. Wie viel Wert, Bruder? Sag ich. Verkauf, bring Geld. Ist nochmal das Gold richtig, Bro. Ja, Bro. Die so, Allah, wie kannst du das Geld abschicken? Hey, Gott, schwierig. Aber du hast Ja, doch ein bisschen Gold, Bruder. Du hast 3-mal Gold. Da ein nicht mehr, schick euch Sachen. Allah, er hat die 3 Goldplatten gefixt. Gott zu dir, ich schwör. So, Nagla muss een Platte weg. Fertig. So, better breakdown al. Das ist der Klima auch alle am kaputt machen. Die Sommer G-Wagon am verbrennen. Krass. Wie ist es so für die Leute, die von Familie mitgenommen hast, an dieses Konzert? Haben die so, weißt du, dann greifbar, krass Hallenstadion, krass Open Air zum Beispiel vielleicht? Ja, voll. Also am letzten Edoid sind meine Eltern vorbeigekommen. Das war auch krass gewesen. Und ja, man ist geil gewesen. Eben voll stolz, wenn sie sehen. So. Jetzt. Er glaube, er ist so krass gewesen. Du bist gar nicht dort gewesen, Bro. Nein, doch, wir haben Clips gesehen, Bro. Ich habe nicht gesehen, aber wir haben Clips gesehen. Ah, okay. Aber er ist das Rapper. Nein, Bro, ich schwöre, es war geil gewesen. Ich hatte Freude gehabt, so auf der Bühne gesehen, so das wirklich mal so live gesehen und nicht nur hören, okay, Auftritt und Videoclips und das ganze Social Media Zeug, sondern das mal live gesehen, wie die Leute abgehen und so. Und die Jungen kennen doch die Tracks ja auch komplett auswendig, Bruder. Bro, eben die Jungen habe ich eben das Gefühl, also schon eher, aber zum Beispiel ich habe ihn abgeholt, du bist noch in Anfoltern gewesen. Weißt du noch, der Kleine, einer kennt ihn so voll. Ja. Also so viel. Ja, ich fick mich. Das ist schlimm, Bruder. Er meint Alpha Tramalbis, das ist. Ja, voll. Shoutout an Endrit. Auf jeden Fall, ein Kleiner hat ihn dort erkannt. Und ich bin dort eben 2 Jahre Pause am machen gewesen, habe wieder so ein bisschen angefangen. Und dann sagt er hat mich voll abgewertet, voll Downgrade hat er gemacht. Er so, du bist doch der auch bei Block Sound dabei war und so. Wow, ja, voll Gina, Bro. Ja, so, ja, voll. Geil. Und jetzt habe ich voll den Faden verloren, Bruder. Aber ich hab gesagt, eben an dem Konzert, die Jungen und so, die kennen die Texte auswendig. Ja, voll. Schon krass. Ja. Bruder, Schon ein geiles Gefühl. Ja. das ist zum Thema wegen Eltern, aber nur ich will Kann man, Bruder, ja, Er will er sein Vater los, sicher. Er Nein, ist nein. Papa los. Bitte. Nein, ich will mit meiner Mutter unterwegs sind, wir so einkaufen. Ja. Und sie merkt, wenn Leute, so, vor allem so Jugendliche und so, Ein bisschen schauen, ja. voll schauen, Ja, ja. und ein Bruder, die Ja, ja. schreiben sich Schau, bei uns noch jetzt auch, Bro, chill nicht. Hey, sorry. Und die schauen, meine Mutter denkt sich, wieso schaut ihr so? Ja. Ich so, ja, Mama, wegen Musik und so. Sie so, Lach mal. was sind die wirklich so ein Esel wie du und so, weißt du, so. Geil. Einfach, wenn ein Hater hast, dann ist die Mutter. Bro, ich schwör, aber war herzlich mit Mutter. Einmal ist ein paar kurz ein Foto machen. Ja. Sie so, ich stehe jetzt wirklich kurz ein Foto mit dir machen. Krass. So, ja. Sie so, ja, okay, aber jetzt, ich muss mich schöner machen, dass wir die Leute dich sehen. Ja, Das ist echt ja, herzlich. ja, Du hast wirklich sehr viel Schwer, zu man. verdanken, Bruder, ich schwör. Vielleicht pumpt sie oder Sound, Bruder. Aber sie versteht eh nicht. Egal, vielleicht pumpt sie, Bro. Egal. So, komm vom Nick, das ist dazu so, er 2 Jahre, Bro. Wer weiß, Weißt du Bruder. mal, Bro, 50 Jahre abgegangen. Bro, ich glaube eher nicht, aber egal. Ich schwör, Jungs, ihr habt ja mal beim einen Song, was mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, mit dem Jamal, Run It Up, oder? Run it back. Run It Back, genau. Geil ist. Sorry. Run It Back. Hey, Strassenrapper! Bro, Jeden Morgen mit der Glocke rack! Bro, ich habe ein letztes Wort falsch Schau gesagt. gut, Du hast mir den ganzen Schau Song gut, anschauen, man, Schau Spotify. gut, Bruder. Sag mir. Er hat dort gesagt, 3 Jahre lang hat es gebraucht für den Link-Up. Warum? Bro, die Line, ich schwöre, er hat die einfach so für sich geschrieben. Ja, und dir so, Bro, wieso nimmst du uns ins Gesicht? Wieso schreibst du, dass wir 3 Jahre lang kein Feature gemacht haben? Voll die geile Line. Ja. Aber es ist eigentlich wie Black gesagt nie die Rede gewesen von einem Feature, sondern Ja. es ist einfach erst dann. Aber vielleicht hat er es auch so gemeint. Nicht, wir sind zusammen gekocht und abgemacht, aber so gesagt, Kische, man wartet, bis wir ein bisschen Bis ihr jemand Es sind. ist einfach so, es hat jetzt auch so lange gebraucht, bis das wirklich entsteht. Zum Beispiel Ja. ich auch mit dem Denise, hat schon viel früher, ich habe vor 4 Jahren wollte mit ihm einen Track machen und es ist einfach erst letztes Jahr Zeit, Fix. ist erst Zeit gekommen, dass wir etwas machen. Und er hat die Line einfach so geschrieben. Er hat ja, sorry. Ja, nicht, ich schwöre, wir haben ihm den Beat geschickt, so im Loop. Am 12 Uhr Abend, am 6 Uhr morgen bin ich aufgestanden, um zu arbeiten. Habe ich die Nachricht gesehen, Bro, gefällt dir der Part, ist gut so, bla bla bla. Er ist eine Maschine, hè? Ja, voll. Krass. Und er hat ja, glaube ich, letztes Jahr am Cypher angekündigt, dass er niemals Cypher geht. Ja, Ist ja, fertig und mitbekommen. so. Schade. Was sagen dir? Schade, Bro. Wieso? Bro, man Ja. kennt ihn, also, er sagt ihn auf, aber er hat sein erstes Cypher ist ja voll durch die Decke gegangen. Dort Das ist hat ein man ihn geiler so Part. kennengelernt. 18. Ja. Ja, No dort Basic hat er Zeiten. ganz krass gewesen, ganz Ganz krass. krass. Dann ist er nochmal gegangen, auch ganz krass. Er liefert immer krass ab, Bro. Schade, dass er jetzt nicht mehr geht. Schau, Entwicklung, Bruder. Wie wir vorher gesagt haben, das ist eine Entwicklung. Ja, Bro, aber es ist wie ein Teil vom Cypher, der nachher fällt, Bro. Das stimmt. Ja.
Checkst, weil auf Jamal wartet man dort. Aber es wird auch Platz gemacht, Bro. Weißt du, weil der Jamal hat damals vielleicht seinen Platz auch nur bekommen. Im 18, wie jemand anderes gesagt hat. Ich gar, also weißt du, was ich meine? So. Ich verstehe nicht, schon. nicht so seine Legacy ficken, so, aber weißt du, so. Ich verstehe schon. Ein Fuego und ein Karim und ein, weißt du, die noch basically haben ja auch geholfen, dass er den Part überhaupt bekommt. Ich verstehe, aber Bro. Aber ich verstehe es Er ist von dir. noch jung, Bro. Checkst, ich hätte noch immer noch ein paar Jahre, wäre immer noch geil gewesen, ein paar zu hören. Aber eben, wenn das Wer weiß, vielleicht macht er einen Comeback. Natürlich. Vielleicht macht er einen Comeback, einfach mit euch. Wo, im Cypher? Ja, vielleicht, wer weiß. Geil, Bro, sicher. Direkt. Oder ihr macht einen mit dem Josh. Ja, das wäre Max. Nein, Ich habe nicht mal genug Kondition für 1,16. Hör auf, Bro. Weißt du, hat er schon so versucht zu rappen? Wirklich nicht, Bruder. Aber ich habe auch nie den Wunsch. Bro, mein Cousin, er hat sich so seit 1, 2 Jahren so, also macht er so Beats selber. Ja. Dann bin ich bei ihm in seinem Studio quasi. Das Bro, nachher, er tut so Beats machen, so richtig krank, so auf die Schnelle, weißt du, bam, 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 macht, fängt auf ein Sample oder so. Ja. Und nachher tut er manchmal zum Beispiel kein Feature drüber laufen, irgendwelche so Rapper, einfach nur so Audio von ihm, zu schauen, wie es ist, und nachher rappt er auch selber eins drauf. Dann sagt immer so Rapper eins drauf, so Bro, nein, besser nicht. Und nachher der ganze Beat und so, ich beanspruche den Gott für mich, ich muss einander. Nein, Bro, nein, aber ich habe mich schon mal gefragt, wie wäre es echt, wenn so Anfrage kommt, für dich oder für mich, so können, also ich will garantiert nicht gehen. 100%, weil ich habe das Gefühl, ich... Cypher? Ja, so absolut peinlich. Ist mit Kiko, Bro. Ja, aber go rappen. Ja, aber der Kiko hat auch Kiko hat auch krass gerappt. Ja. Brüder hat gerappt, ja, mit seinen Brüdern. Er macht ja. ja auch so Musik oder so. Mit seinen Brüdern, was ist das? Er hat mal so leid, wir sind die Rapper aus der Schweiz. Ja, genau, und sein Bruder ist ja schon ein bisschen ein Psycho, wie Gute ich Rapper gehört gewesen, habe. Bro. Sie haben auch gute Punchlines gebracht, im Fall. Ja. Ich schwöre. Herzig, Ich habe auch aber gesagt, da das ist wieder. richtig gut. Herzig. Ja, Mann. Ey, Jungs, ich schwöre, ich muss dringend pissen. Ist eh gut, Bro, weil wir sind bei 1 Stunde 20, 1 Stunde 40. Stab, alt Zeit, ich Ja, wurde man, gerannt, mit man kann 2 lang Stunden geredet. geredet, Alter, krank. Jetzt ist wurde gerannt. Hast du noch irgendwelche... Hast du noch eine Frage? Oder Nein, ich nicht. Keine Frage, nicht. Danke vielmals, dass ihr vorbeikommen, Jungs. Danke für das ganz gute Gespräch. Sehr lustig. Normalerweise, was machen wir jetzt auch? Die letzte Minute, die letzten 30 Sekunden gehört immer unseren Gästen. Das Mikrofon gehört euch, wir sagen nichts mehr. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt Props geben für jemanden, ihr könnt haten, ihr könnt bomben. ihr könnt Sachen ansagen, was ihr wollt. Danke auf jeden Fall fürs Vorbeikommen. Und die letzte Minute gehört euch, Jungs. Viel Spaß. Fang da an, Bruder. Bruder, ich würde zuerst danke sagen für die Einladung, Bro. Ich bin ein grosser Kurz- und Bündig-Fan. Ich höre immer wieder die Podcasts und Kurz im Ohr auch sehr lustig. Ich grüße alle meine Jungs. Danke für alles. Ich grüße meine Eltern, meine ganze Familie. Danke vielmals. Ja, Mann, danke vielmals für die Einladung. Checkt die Jungs ab, Kurz und Bündig. Tape kommt. Schleichwerbung noch schnell. Ja, Mann. Und ja, Mann. Bleibt gesund, bleibt gespannt. Macht keinen Scheiß. Ja, Mann. Macht euch Schule, macht euch Ding. Und ja, Mann. Das ist Kurz und Bündig.